So, geht da was? Hintergrund hören wir auf alle Fälle Gerausche. Ich hoffe, ihr hört auch Gerausche. Ich habe keine Ahnung. Das erste, was ihr mir heute einmal sagt, ist, ob das Mikrofon da gescheit geht. Das ist nämlich neu. Und das ist brandneu, Alter. Was? Ah, ich höre mich selber. Warte, muss ich selber schnell überprüfen. Das erste, was... Oh, hört sich gut an. Ja, ich habe ein Wort gehört, das hört sich gut an. Was so macht? Es gibt eine ultimative Härtetest. Was so macht? Was ist der Bug? Ein bisschen leise bist. Etwas lauter. Pass auf, da ist eine zauberhafte Software dabei. Ich hoffe, dass ich das on the fly machen kann. Pass auf. Pass auf. Machen wir mal. Ich habe jetzt 21 Dezibel, jetzt machen wir 24. Besser? Es ist. Ich habe ein bisschen, weißt du was ich, ich habe so ein bisschen. Jetzt warte mal. Erst einmal. Habe! Ich bin's, der Birger, 20 Uhr, bla bla bla. Schmiedi ist auch dabei. Schmiedi! Siri war Mitgliedsfett. Das ist recht. Was? Abschluss? Was für Abschluss, Alter? Was für Abschluss ist denn im Februar? Tag, das zählt nicht. Okay. Schmiedi, merci dir as always. merci. So, jetzt pass mal. Oh nein, wir müssen das neue Mikrofon einstellen. Hallo, da brauche ich euch dazu, das kann ich selber nicht. Hallo, was habt ihr denn gemeint? Habe die Bürgerhof heute, wer hat mal geschossen? Ja, nicht nur du. Hashtag Gustl, Hashtag Erfil. Danke dir. Habe die Ehre miteinander, ich bin's, der Birger, an diesem zauberhaften Montagabend um 20 Uhr und bereits 1 Minute. Aber egal. Sind die einigermaßen passabel? Nein, muss ich meinen Monitor wieder Grüße vertun. aus dem LKW. Heute Abend stehe ich in dem schönen Schongu. Wo ist ein Schongu, Alter? Du bist zu die Asiaten umgewandert, oder was ist denn da los? Wo ist ein Schongu? Kenn ich nicht. So, was ist Herr Gerwin? Grüße in den LKW. Bussi aufs Nussi, as always. Dankeschön. Chillt's mir nur schön. Wie ist der Sound? Bisschen lauter. Der Proxy sagt ein bisschen lauter. Weißt du, wo ich ein bisschen Angst habe? Ich hab ja schon was aufgenommen, ich habe mich natürlich schon ein bisschen gespielt damit. Ich glaube, der Ich nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox. Nom nom, lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss. Nom 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 nom. Elias, welcome to the squad! Merci dir, Bussi aufs Nussi. Ab in den Chat, habe die Ehre an den Elias. So, Sandro, grüß mal bitte die Magdalena. Oh, Magdalena, ich glaube, der Sandro... Grüß mal aber bitte die komm. Magdalene Raute ILY. Sandro, merci dir. Sonntag, Ruhetag, merci. Hallo aus Franken, ne? Quali viel besser. Ernsthaft? Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Habedere Meister bin raus aus dem Zuhause, knast lächelnder Smiley mit Heiligenschein. Was? Take my money. Tobi, Habedere Meister bin raus aus dem Zuhause genossen. Oh, ist da jemand ausgezogen? Dann soll jetzt nicht dem Trottel im Internet 25 € hinscheißen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da so... Hey, was ist denn? What? Leute, was soll ich denn da schon wieder sagen? Der Euder und nix hob Corona oder so zumindestens ist da Test positiv und nicht bloß der HIV-Test. Ja, Gott sei Dank, dass alle Tests. Das ist immer gut, wenn alle Tests positiv sind. Das ist wichtig. Snus, Benny, ich weiß nicht, was dir gut, wem erzähle ich das? Und überhaupt und sowieso. Leute, chillt's eine. Herr Heinzinger ebenfalls. 25 € sind zu viel und Sie wissen es. Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Dankeschön. Cybergamer, merci für dein Zirkel. Danke für den witzigen Abend. Ich habe noch nichts geleistet. Ich glaube, ich habe generell noch nie irgendwas geleistet, aber danke auch. Herr Löffler, wir müssen, Wir müssen nein Mikro testen. Ja, das kann ich mir wahrscheinlich aus dem Kopf schlagen. If it works, it works. If it doesn't, Ich it doesn't. nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox. Nom nom, lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss. Nom 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 nom. So, wer war das? Er ist nicht angezeigt worden. Das ist eine Ich Schweinerei. nehme mir ein Julian! Nüsschen raus aus der Nüsschenbox. Nom nom, Das fällt mir so wie es. lecker Wir machen wieder das Haselnuss, Vollgas-Squad hier, Erdnuss, die Kokosnuss. Nom 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 Ich darf so gerne das neue Mikrofon nom. sprechen, kurz 2 Minuten, weil sonst müsst ihr euch mal Geploppe und irgendeinen Scheiß so hören für 2 Stunden. Hallo! Kruzifix live ohne Scheiß. Dankeschön. Mr. Abaddon, merci für deine Mitgliedschaft. Und merci für dein Lob gerade. Das bedeutet mir viel für jemanden, der das Spiel wahrscheinlich schon oft Oder gespielt hat. stirbt Hashtag habe Ehre Raute Ehrenbürger Was, Raute wo haben wir denn überhaupt? Wir waren jetzt über Martin, merci, Herr Gerwin, merci. Schongau sollte es War heißen. 10 Okay, Tage in heißt es nicht Quarantäne. Schöngau? Schöngau oder Schongau? Jetzt hör auf mit der Tonellerei. Lern die zurück in deinem LKW und chill dir deine Kniescheibe. Merci dir. Ist nicht so wichtig. Ich weiß sowieso nicht, was ist, weil ich ein totaler Orientierungsdepp bin. Was wir aber mit Sicherheit schon einmal gesehen haben in DayZ oder so. Weiß ich nicht. Kenne mich nicht aus mit Kompassen. Markus, merci dir für dein Drilling. Habe die Ehre auf ein neues Gib alles wie immer. Du, ich bin voll. I'm all in, Alter. I'm all in.
Jonas, wenn ich da jetzt 40 Euro spende, schickst du mir dann einen Hoodie von dir. Das kann ich nicht, weil ich die nicht selber verschicke. Wenn ich selber da ist. Aus der Jonas, wer Nütchenbox, singt? nom nom, lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. So, können wir uns jetzt vielleicht mal 4 Sekunden über das Mikrofon unterhalten? Über Problemchen, die ich sehe und höre vor allem. Jetzt noch lauter, oder was? Mach dich wegen lauter, Bitchin. Okay, pass auf. Oder ich muss ihn nicht da ohne gehen, sein, aber dann übersteuert es sofort. Ich mag das neue Mikrofon nicht auch schon wieder zerstören. Nein, ich mach mich nur ein wenig lauter. Verli Bürger i zock jetzt de Date Z, aber i werd nur krank Smiley mit Freudentränen und du rollst übers Airfield. Ja, und ich roll übers Airfield. Warum? Hallo? Pro-Gamer, Bitch! Leute, Dankeschön. Ist gut jetzt. Wer soll denn das lesen? Sag ihm mal. Hast du, merci dir. Die Breite ist Welcome to the Squad. Alex, merci dir. Andal, merci. Staudi, merci. Ringelstädter, merci. Dampfler! Stell mir den Pegel hoch und das Mikro auch ein bisschen leise. Was? Meine Oma meinte grad, is that really German? Gravis. Und ich habe gesagt, na das ist Was war das jetzt? Irgendwas mit... Dere, bitte am Steig. Grüße bitte meine Freundin Annelies. Annelies! Aber Dere, so. Wen hab ich jetzt übersehen? Ich käme nicht mehr aus! Wer soll denn noch mitkommen? Snooze, Benny! Mitglied seit einem Jahr, 5 Monate, 27 Tage. Ja, dann schmeiß ihm 30 Euro an, weil es eh schon wurscht ist. Snooze, Benny, merci. 27 Tage. Mehr laut, mehr gut. Ist jetzt besser. Ich hab jetzt lauter gemacht. Jetzt bin ich bei 30 Dezibel. Der Dampfler meint wahrscheinlich einen Pegel. Ich habe jetzt mal einen Pegel auf minus 1 Dezibel. Das zumindest, wenn ich ganz furchtbar laut wird, nur ganz leicht in den roten Bereich reingeht. Ich kann mir... Lautstärke passt jetzt fast. Jetzt sagt der Sonntag, schreit leiser. Dann machen wir da wieder auf minus 1,6. Besser. Das wird besser. Aaron, was tust du denn? Hast JZ du schon A-Postfach oder immer nur Nein. NIT? Gibt kein... Nein. LG aus Tirol. Mr. Aaron, ich hab leider immer noch kein Postfach. Ich hab auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, sag ich dir ganz ehrlich. Ich werde keins geben. Weil der erste von 10 Leuten schickt mir einen Haufen Scheiße und wir wissen, was das passieren wird. Und mir ist echt das blöd, dass ich aus dem Postfach einen Haufen Scheiße raushol. Der wo's Bürger Sag ich dir, was es ist. Kennst das TFUI, wenn Danke, du in gleich Days nimmer Dankeschön. online draust? Weil's ZFUI Angst um dein Blut host? Den Chemikrias aus Midwayfest, alter Mann. Berndl Hans, ja, das kenne ich sehr wohl, dass man sich da nicht mehr einloggt. Aber wir haben ja nicht so Gaudi da, wir haben uns mitten im Tower vom Airfield ausgeloggt. Dann werden wir uns auch wieder einloggen. Und wenn nichts passiert, werden wir halt so lang Server hoppen, bis wir irgendwo was schießen hören oder bis einer stirbt. Oder ich zieh mir einfach knockert aus in Ruhe rundrum. Die Donations sind fast lauter wie du. Die haben auf minus 8 Dezibel. Ich sehe ja meinen Pegel da ausschlagen. Und meiner ist im gelben Bereich, also nur kurz vorm Roten, wo es halt ekelhaft laut wird. Und die Alerts sind nicht einmal, die kratzen nicht einmal in den gelben Nehme ein. mir ein Nico! Nüsschen raus, aus der Nüsschenbox, nom nom, lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. So. Kann man uns jetzt einmal ganz kurz, ich spiele da sie parallel dazu. Das ist in Ordnung, Lili. Ah, ich brauche aber deine Tipps, ich brauche deine Pro-Tipps. Nein, heute brauche ich keine Pro-Tipps. Heute wird nur Alerts sind lauter wie du. Das ist interessant. Keine Ahnung, ich sehe doch den Lautstärkepegel da ausschlagen. Der schluckt mehr aus wie mit dem alten roten Mikrofon. Also jetzt, wen es interessiert. Ja, es ist keine Werbung, es ist kein irgendwas. Es ist ein Shure-Mikrofon. Es ist ein, wie heißt es, MV7. Die USB-Variante davon. Einfach, weil ich keinen Bock habe, dass da nur irgendwo ein Mischpult umeinander steht oder sonst was. Steckt mit USB an, hat Rückkopplung, also Monitore hin, oder hat eine ganz nette Software. Das, was mir nicht so ganz taugt im Vergleich zum alten, das ist mal das erste, da an der Seite sieht man so ein bisschen, das sind digitale Knöpfe. Also das sind Touch-Knöpfe, wo man umeinander fahren kann mit der Lautstärke. Ich mag das eigentlich lieber analog und so. Die habe ich aber sowieso gesperrt, dass ich da nicht aus Versehen hinkomme und so weiter. So. Vielleicht hast du Phantomspeisung aus. Ich weiß nicht, was Phantomspeisung ist, ja kurz. Leute, danke. Seriously jetzt. Ist gut jetzt mit der Donaterei. Dankeschön. Leon. Alter, was ist denn das für ein verdammter Roman? Der Chef, meine Drecksfirma, hat mich in ein Hotel in München gesteckt, wo der verschissene Fernseher zugebaut ist. Das heißt, ich kann nicht einmal die Woche zocken. Zähl fix, hier hast du einen Euro. Okay, this makes totally sense. Ich kipp mir jetzt eine halbe runter und schau dir beim Ragen zu. PS, Skada bleu! Skada bleu, Skada bleu. Merci dir, Lu. Viel Spaß. Ich hoffe, weiß ich nicht, wenn wir nicht sterben, dann dauert der Stream bis um 12 Uhr. Kann passieren halt. Mr. Mesh! Ich finde deine Stimme ein wenig dünn. Gerade jetzt mit den Mitglieder-Sounds fällt es auf. Viel Mitten und wenig Rest. Ich kann da schon umeinander stellen. Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich meinen Kompressor auf Medium gestellt. Ist jetzt irgendwas anderes? Is something different? I don't know it. Please tell me. Ja, und jetzt sind wir gleich beim nächsten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Plopschutz total für den Arsch ist.
Hört ihr das richtig übel oder wie läuft das? Geibifi! Was ist da los? Servus Birger, schönen Grüß von Straubing. Nein, das war der Maxi. Und guten Birger haut mal aufs Nüsschen. Servus Birger, wie geht's? Seiner Flauschigkeit. Mir geht's immer blendend, Alter. Arschlöchern geht's immer gut. Ich nehme mir ein Nüsschen raus. Kompressor sperrt da bloß die Spitzen. Ja, ist der. Lecker, Kopfschutz für den Arsch. Kokosnuss, Ich bin halt, seit 3 Jahren sitze ich jetzt da und rede ungefähr so in das Mikrofon rein und das geht halt mit dem nicht. Geil, das kann man, ja super. Haben wir schon voll gesäubert. Damit hat sie zugeschickt auch erledigt. So, ich muss das glaube ich wegtun. Das muss genau auf mein Maul zielen. Und wenn das da so ist, ist das besser. Ist das besser? Ist das nicht besser? Ich habe jetzt mal, machen wir mal einen Kompressor mal heavy. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da einstellen kann. Machen wir mal so. Presence Boost. Is this better? Equalizer. So, jetzt pass auf. Machen wir Soundcheck. Soundcheck 1.0. Dies mit dem Equalizer ausgeschaltet. Nice. Gut oder schlecht? Ist bis jetzt schlechter. Okay. Dann gibt es eine Einstellung vom Equalizer. Ich konnte den nicht manuell einstellen. Von High Pass. Bisschen näher ans Maul. Schlecht. Ist schlechter. So. Das ist ein High Pass. Jetzt hört man halt nur Höhen. Ja, ist ja gut jetzt! Nüsschenbox, nom nom. Lecker, Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom nom nom. Leute, jetzt chillt, soll da mal eine Knirsch einfach nicht. Ich darf so gerne aus Speino fangen dann langsam einmal. Sonst müsst ihr euch die ganze Zeit. Sag mal die Einstellungen. Da gibt es nicht viele Einstellungen zum Zeigen. Das sind 4 Knöpfe, die ich mit dem Equalizer drücken kann. Ja, Höhen haben da. Madig. Ja, ist es nix. Drehen wir um. Elias! So, habe ich die Ehre. Nein! Schluss jetzt! Andy, welcome to the squad! Und jetzt ist eine verdammte Ruhe. Sonst kriege ich einen Vogel. Donation Sounds sind jetzt aus. So ist gut. Einmal im Map lernen. Map! Okay, das ist der Soundcheck. Map! Besser? Ich glaube nicht. So, jetzt machen wir einen Presence. 3. Einstellung. Presence Boost. Jetzt haben die Höhen weg. Und ich glaube, der Presence Boost ist ja das, wenn man sich selber angehört hat, beim Testen hört sich am besten an. Was ist das? Maxi! Welcome to the squad! Merci dir! Map! Gut so? Was ist das denn? Keine Ahnung. Ist das so? Leiser? Lauter? Keine Ahnung. Stimme ist wirklich ein wenig dünn. Nein, das davor war besser. Ist auf jeden besser. Ja, was jetzt? Und dann gibt's beides. Also ich kann quasi den Höhenboost und Presence Boost gleichzeitig machen. Dann haben Höhen und der Presence Boost drin. Ja, jetzt schreiben alle besser schon. Ich Map! Hört sich gut an. Opa! 11 nach ist er schon legal. Nice, nicht. Ich will mein Mikrofon ausprobieren, dass ihr euch die Scheiße nicht wohin muss. So, jetzt machen wir Kompressor. Der Kompressor ist jetzt aus. Komplett aus. Der mikrofoneigene Kompressor. Ich habe noch einen im OBS drin. Aber jetzt höre ich mich auch selber anders. Ist das? Weiß ich nicht. Machen wir Light. Machen wir Dies ist die Kompressor-Light-Einstellung. Dies ist die Kompressor-Medium-Einstellung. Dies ist die Kompressor-Heavy-Einstellung. Medium hört sich doch gut an. Ist das was? So? Gut so? Machen wir so? Ist das? Sheesh, Map, Sheesh. Was denn? Hört sich gut an? Medium ist perfekt. Medium ist Premium Babeni. Kompressor Light. Machen wir nochmal, das ist jetzt Medium. Die ganze Zeit schon, jetzt machen wir nochmal Light. Premium Babeni Light. Wenn ich halt da direkt eine gut, dann wird es halt wahrscheinlich, dann hilft es halt einfach nicht. Schisch. Geh auf, ich höre keinen Unterschied. Ich sag's auch, weiß ich nicht. Wenn Sie Presslufthammer büffeln. Schon klar, dass du keinen Unterschied hast. Medium ist super. Höre ich keinen Unterschied. Heavy ist besser. Ich habe auch einen Kompressor, der pumpt der Luft. Jawohl. Gesundheit. Schisch. Gesundheit. Da, der mal auf Medium wird schon passen. Und ich für meinen Teil kann ich da die Mic-Presence ein bisschen weniger machen. Ich höre mich dermaßen laut, dass alles bloß noch schäbert. Leute, jetzt chillt's einmal! Daniel, Herr Karl, was ist da los? Servus Bürger, was geht? Schön Stream, schöne Grüße aus Oberösterreich. Woher denn auch sonst, Alter? Schöne Grüße an unseren Lieblingsnachbarn. Wir spielen jetzt. So schaut's aus. In weiser Voraussicht habe ich das Spiel im Hintergrund schon gestartet. Ob du das glaubst oder nicht, Alter. Das ist ja ganz nice. Ich connect jetzt und dann dann muss er Ruhe sein. Leute, dann muss er Ruhe sein. Ich passe dann nicht mehr auf Donation. Was ist denn mit euch? Es ist Viertel nach, Bürger spielt nicht und ich frage mich, warum? Ich tue ja schon. Du hörst jetzt auf mit deinen Donations. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Wir haben ein straight. Achtung. 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 Falsch. Sag ich mal her. Achtung. Phase 1. Ist das. Phase 1. Wie Sie sehen Sie nichts.
Ja, wo ist jetzt der Bett, Leute? Warum checkt denn das aber nicht? Verstehe nicht. So, dann Top Mauser. Map! Du fragst 1000 Leute mit 2000 Ohren und unterschiedlichsten Abspielgeräten. Das stimmt. Ich hab keine einzige Antwort gelesen, ich sag das, was es ist. Wird schon passen. Werden wir leben müssen damit, ab jetzt. Hilft nicht. So, du das Mikrofon ein bisschen streichen, du bist ein ganz bravs und du holst jetzt auch bitte wieder 3 Jahre, weil sonst krieg ich einen Vogel. Andi, merci für den 5er Leid. In Wirklichkeit verarscht uns der Birger die ganze Zeit, es gibt gar nichts einzustellen. Hashtag ProStreamer. Es ist ein 19,95 € Mikrofon und hat überhaupt keine Einstellungen. Das war alles gelungen. So, also, wir haben ja mitten im Turm. Wir bleiben da jetzt drin, da haben wir uns ausgelockt. Wir brauchen, Achtung, wo ist meine Erinnerung eigentlich? Wo ist meine Erinnerung? Wir haben ja voll equipped, das ist alles nachgeladen, wir haben ja voll gestopft mit Essen, wir brauchen nichts schauen. Wir haben da drin, schauen wir erst einmal den Tower an, von oben bis unten. Wir zeigen wir uns nicht ganz oben, aber ja, mal schauen, ob unten die Türen zu sind und so, nicht, dass der Zombie-Sepp einer reißt und überhaupt und sowieso. Wenn wir jetzt unfassbar viel Pech haben, und ich fürchte, wenn wir so sterben, dann gehe ich wirklich als absolute Legende unter. Ihr seht ja das, dass da so ein Biohazard-Zeichen rundum ist. Das heißt, die Zone in dem Tower kann vergiftet sein. Und ich fürchte, das wechselt. Also das ist ja nicht immer so, sondern zufällig. Wenn wir mir jetzt da einloggen und die Zone ist vergiftet, dann habe ich fürchterlich schlechte Nachrichten für uns. Wir werden sehen. So, Vorschlag, zeigt der Server-IP und schau, was passiert. Das der wir nicht. Nein, ich glaube, das der wir nicht. So, da muss ich sowieso noch mal schnell zurückschalten, connecten und dann ist hier Full Konzentrationsmode, dass wir nicht sterben. Aber Hansel, Grütze, fix jetzt. Geh da einen Kasten Bier holen, dann ist das mit dem Mikro auch egal. Allerdings richtig. Das ist allerdings richtig. Aber, ganz ehrlich, ich habe mir in der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen zu wenig Mühe mit dem Sound gegeben. Deswegen hätte ich den langsam aber sicher vielleicht einmal ein bisschen ertreten. Hoppala, hat mir Kuppel ausgedroschen. Entschuldigung, asoziale Bürger, du Trottel. Darum hätte ich das gern vielleicht ein bisschen besser wie in der Vergangenheit. Wenn ich mir schon so ganz billig war das Mikrofon auch nicht, um ehrlich zu sein. So, jetzt drücken wir auf Spielen da. Grüezi fix, weil sonst brauchen wir noch 4 Stunden. Entschuldigung. Kann losgehen, Alter. Oh, man spawnt automatisch außerhalb der Biohazard Zone. Das ist eine Information, die habe ich natürlich nicht gewusst. Aber gut. So, laden in 4 Sekunden. Schnauze, zuhören jetzt. Und wir haben da. Also. Take a look around. Okay, ich sehe keine Zombies. Auch keine Zombies. Okay, da haben jetzt Zombies. Sogar. Aber bei uns da sind keine. Take a look around ist nicht bloß ein netter Song von Limp Bizkit, das ist der beste Song. Nein, das stimmt nicht. Nicht der beste, ja, ist ein guter. Ein guter, den kann man nehmen. Ein bisschen ein Konzept. So, auf der Seite haben überhaupt keine Zombies. Nicht. Aufhören jetzt. Mr. Welcome to the Squad. Pussy aufs Nuss, ich muss mich konzentrieren. Spielsound kann lauter sein. Ja, es passiert auch noch nicht recht viel. Aber ja, ich kann dann gerne ein bisschen lauter rein. Machen wir mal. Auf minus 0,9. Ich mache ein paar Steps. Besser. Haben wir schon um. Gerade habe ich noch gesagt, jetzt sagen wir uns da oben nicht. Aber ich sag das, was ist, da ist wieder keiner. Da ist einfach wieder keiner. Oh, da schreibt gleich Storburg und der Spielgeist schreiben, passt, Game Sound kommt gut, wunderbar. Das wollte ich hören, Leute. Ah, das nenne ich einsam. Nenne ich ein. Wollen wir mal was schauen? Ah ja. Da ist keine Sau, da hinten guckt ein Zombie umeinander, den werdet ihr vor lauter Entfernung überhaupt gar nicht sehen. Ja, Kinder. Schaut nach Serverhoppen aus. Ich sag das was. Da hinten haben ein paar verdächtig viele Zombies. Ah, da. Da haben verdächtig viel. Wirklich. Und ich glaube, die waren auch schon da. Die waren auch schon da, wie ich gespawnt bin. Wenigstens ist es hell. Das ist einmal ein Fortschritt, ja, das stimmt. Aber verschrei's nicht, weil die Sonne geht wahrscheinlich gerade runter. Aber, ganz ehrlich, in der Finstern spielen wir da halt nicht weiter, wenn da herum nichts los ist, wenn wir da jetzt in die nächsten 5 Minuten
Der Server ist einfach tot. Das ist einfach gelungen, der ist einfach voll. Leon, merci für den Euro. Herr Barnsch, merci für den Fünfer. Leider hört jetzt auf mit der Donaterei, weil wegen dem Scheiß stirbe ich noch. Ich seh's schon kommen. Dankeschön. Busse aufs Nussi, selbstverständlich. Da ist keine Sau. Warum ist keiner mehr am Airfield? Was die Leute? Ich hab von der beiden so rot ausgeschaut. Wie voll ist denn der Server heute? Gute Frage. Er ist Nachmittag. Was bist denn du? Mr. Pew Pew, what the fuck are you doing? Warum? Einfach, ernsthaft, einfach warum? PWWP. Passwort well played. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bussi. Nussi, ganz fest, der 50er ist einfach maßlos übertrieben. 25 Euro sind maßlos übertrieben. Alles über irgendwie zweistellig ist maßlos übertrieben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dankeschön. Dankeschön! Da. 13 Leute auf 500 Quadratkilometer. Da haben nicht 13 Leute, das ist 60, dann ist er voll. Das kann ich sagen. Ich mein, die ersten 2 Spiele haben wir auch. Am Anfang haben wir umeinander geschossen wie die Behinderten. Ja, gut, da haben wir noch keine Waffen gehabt, aber da ist geschossen worden. Wir haben sogar schon eine Kugel gefangen. Leute. Wir haben sogar schon eine Kugel gefangen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was wir denn. Alles über zweistellig. Alles über zweistellig ist übertrieben, ja. Für den Trottel aus dem Internet, der jetzt blöd zum Sterben ist. Was ist das für eine Vergichtlerei da? Grütze fix nochmal, weil es blöd ist, dass das Quabel übers Fensterbrettel hebst du Spacken, Gesicht, du Futzen grobst du. Meine Fresse, oh, das Mikrofon ist jetzt schon total der Spimm. Very nice. Ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht. Rollkommando schon wieder, oder was? Renn knocker durch. Ja, aber es hilft uns halt auch nichts, wenn ich da knocker durchrenne und es ist keiner da. Stell dir vor, du rennst knocker durchs Airfield und keiner ist da. Gehen wir auf Celeno. Genau, Daffy Duck, sag's ihm. Was ist in Celeno? Ist da, weiß ich nicht. Das hat's ja schon geheißen von der. Schauen wir uns mal die Map an. Map! So. Wo ist Celeno? Das ist Celeno Gorsk, nehme ich an, oder? Wo ist denn das? Ist das da oben? Nein, da. Wo ist Celeno? Weiß ich nicht mehr auswendig, Alter. Wo ist Feuer am Dach machen? Auf 1:30 am Fenster. Gefängnis. Gefängnis ist ganz rechts unten, das ist mir sauber zu weit weg. Wir müssen irgendwie. Ah, da ist Celeno. Das ist Celeno und da soll so viel los sein. Das ist für mich. Oh, seit wann ist denn da so ein Military Base drin? Aha! Aha! Wie weit ist es weg? Wie weit ist die Scheiße weg? Wir können halt einen Server hoppen, bis wir was schießen hören. Was der Mann? Ich weiß nicht. Eine in den Bären. Abmarsch. Sollen wir da oben, oder was? Bis wir da unten sind, ist halt eine. So halt auch, was ist. Aber eine Stunde vorher alle weggeräumt am Airfield. Ja, genau. Server hoppen. Wir müssen Server hoppen, bis wir in der Natten sind. So schaut's aus. Und vielleicht hören wir was schießen. Jetzt hab ich schon gemacht, haben Steps, Alter. Steps! Ja, keine Ahnung. Nimmst du mal lieber das Ding. Easy. Legt's mir am Arsch, Alter. Legt's mir am Arsch. Am Arsch ist keiner da. Keiner mag mit mir schlägern. Das ist echt unfair. Ernährung ist wichtig. Kinder, Ernährung ist wichtig. Verlassen. Server hoppen, auf geht's. Da der wir jetzt gar nicht lange umeinander. Heute stirbt irgendwas. Und wenn ich einen Noob-Server aus dem Leben ran, ist mir scheißegal. Scheißegal. Ah, mal was dringen. Mit nichts passiert. Was, der Charakter bleibt während des. Ja. So, da ich mich nicht Server Stream snipen los, werden wir das gekonnt so machen. Hackel to your face. Server wechseln. So, Server wechseln. Spiele hoch. Ja, Fake ihm tut's da nicht. Ja, hoch oder moderat ist mir eigentlich scheißegal, Alter. Ist mir scheißegal. Hauptsache beam mich mal woanders hin. Ping unter 50, ja, den da ich schon gern nehmen. So, wo waren wir überhaupt auf was für Server? So, wenn ich da jetzt join, stirbt er dann oder wie läuft das? Keine Ahnung mehr. PvP! Wo? Das ist einfach den erstbesten, wo ich finde. So, spielen. Das geht's. So dann! How about connecten? Connectest du? Laden. 5. Was? Ja, keine Ahnung, da muss ich echt dabei eine Geschichte sein. Eselfuß! Heute schaust aber, dass wir sterben, gell? Du, ich arbeite dran. Ich arbeite so hart dran, dass du sagst, Alter, so hart gearbeitet hat der sein Lebtag noch nicht. So, wieder um. Da. Leider Gottes dauert der Server-Hop 1,5 Minuten. Das ist nicht nett. Aber das ist der Daisy Bifrost. Hau um in PvP. Mach's wie ich.
durch den tiefsten Wald rennen und dann springt einer hinterm Baumführer und der schießt dich. Ja, ich darf ihn ja gern finden. Aber du musst ihn halt finden. Nächster Server und da spreng ich Wort schon. Ja, gut, dass mich da jetzt jemand findet, das ist Glück. Das ist, außer man kann irgendwo auf irgendwelche Seiten nachschauen, wer auf welchem Server ist und so, was ich nicht weiß, ist mir aber auch scheißegal. Ganz ehrlich, wer mich Stream sniped, der kann seine ehrlosen Gackerl am Eingang abgeben. Lünze! Wenn wir unten spawnen, kann man Gefängnis gehen. Das kann man auch noch machen. Aber ich glaube, da gibt es ja nichts zum Singen, oder? Gibt es im Gefängnis, sei ehrlich, ist das spannend? Ist das spannend? Du möchtest ja bloß, dass ich nicht stirb, dass es noch mehr Daisy-Runden gibt. Sag's, wie es ist! Schwimmen wir da jetzt mit seinem ganzen Loot. Jawohl. Okay, da sind wir. Da sind wir im Noob-Gebiet. Wir sind oh, das glaube ich kenne ich sogar. Achtung, Achtung. Pimmelnase. Da lang müsste jetzt nach Berenzino gehen. Bin ich da richtig? Bam warten schon mal genug da. Bam haben auf alle Fälle genug. Oh, da ist auch eine Militärzeiter. Da schauen wir gleich rein. Erst nicht mehr irgendwie sofort. Da wird gar nicht gefragt, da wird gar nicht gewartet, da wird einfach stehen bleiben und geschossen. Das ist scheißegal, irgendwas stirbt. Vorher gehe ich halt nicht. Schaut nach einer Betonfabrik aus. Ja, ich kenne das Gebiet, glaube ich, aber nur aus dem Grund, weil ich da schon mal jemanden gestream-sniped habe. Vor sehr langer Zeit. Aber da hat das Gebiet noch anders ausgeschaut. Da gibt es ja nichts. Oder spawnt da irgendwas, außer wahrscheinlich Militärzombies. Da ist die Zombies abgefahren. Das hilft uns ein Scheißdreck. Ich weiß jetzt nicht, wo wir das sein kann, aber jetzt laufen wir einfach mal da lang. Erst schießen, dann fragen. Oder du gehst einfach heute auch schon in God of War rein. Ich fand's geil. Ah, God of War gibt's am Mittwoch. Mittwoch 20 Uhr. God of War muss uns leider noch ein bisschen carryen. Was heißt leider? Dying Light 2 ist leider nicht so wie erwartet, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich 10 Stunden grinden muss, bis ich bestimmte Fähigkeiten hernehmen kann und so, und ich wieder in einer riesen Open World mit 1.00815 Quests. Oh, jetzt muss ich erst einmal testen, ob das schon Norden ist. Ist das hier Norden? Das müsste Norden sein, nach Adam Riese. Jawohl, dann geht's da nach Berenzino und da ist mit Sicherheit was los. Da muss ja was los sein, weil sonst kriege ich einen Schlager. Das sagt er ich. Das sagt er ich, sonst kriege ich einen Schlager. Tu mir das klar weg. Da, Vollgas. Und da los. Check den Ripple! Viel Spaß, Bürger, aber aufpassen aufs Pumperl, ne? Du, mein Pumperl ist aus Stahlbeton. Das hat einiges mitgemacht im Leben. Das hält man aus. Außerdem spiele ich seit ein paar Tagen Eve, oder ein paar Wochen wieder Eve. Und da wird dein Pumperl auf eine andere Art von Probe gestellt. Da muss der Easy leider heimgehen. Bambis wirst du schon finden. Ja, aber Bambis, das schießt ist auch scheiße! Das ist ja scheiße! Was, wir sollten eigentlich so ein Social Experiment machen. Ja, so ein bisschen umeinander experimentieren. Was passiert, wenn wir am Bambi unser Scharfschützengewehr hinwerfen? Oh, da liegt einer. Liegt da einer? Hey, check off. Hey, check off! Was ist mit dir? Bambi! Was ist mit Bambi? Der ist einfach erschossen, Mann. Ich werde dich rächen, Bambi. Bambi, Sepp, ich werde dich rächen. So, los. Was dabei gehabt? Geh, du hast ja nichts dabei gehabt, du Zipfel Adam. Da, boah, liegt gut. Das kann man brauchen. Hey, da, ein paar Lumpen schon. Lumpen nehmen wir mit. Da, ein Bootlumpen. Weißt du, was wir wieder brauchen? Die gute alte Stelle mit dem Polizeihaus. Wie wäre es mit PUBG? Herr Vogel, Herr Marvin Vogel, du wärst loher. In den letzten 2 Wochen habe ich tatsächlich ein paar vereinzelte Runden PUBG gezockt. Und ich mag das Spiel. Nicht so gaudi, habe ich da, keine Ahnung, 800 Stunden oder 1000 oder kein irgend sowas, auf alle Fälle einige. Und es ist mir zu langsam. Ich sag das ganz ehrlich. Das Gunplay ist super geil, alles aber da jedes Mal 20 Minuten looten und dann, wenn du Pech hast, 10 Sekunden fighten und sterben. AIDS. Wenn die Steuerung das noch AIDS wäre, dem PUBG. Was? Der Dampfexpress, was ist das für Satz? Kann ich lesen. Wenn die Steuerung das noch AIDS wäre in PUBG. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich. Nicht so AIDS wäre. Ja, das verstehe ich schon. Ja, da muss man sich dran gewöhnen, das geht. Und ich finde, das Gunplay ist geil. Es ist geil. Aber, wie gesagt, du verschwendest so viel Zeit mit Looten und wieder eine und eine Minuten warten, bis die Lobby voll ist und abspringen dauert ewig und kotzen. Einfach. Ja, straight kotzen. So, ist jetzt da mal irgendwo einer. Hallo! Lasst schon jetzt bitte schon einer da schießen. Ich weiß nicht, wo haben wir ihn eigentlich? Wo ist denn der Ortsschädel? Ah, und der Russe des Vertrauens ist auch nicht da. Der ist in der Spätschicht. Was tut er in der Spätschicht? Der liegt an, kann kein Russisch, oder? Der kommt bloß Rush B, oder?
PUBG als Überbrückung? Nein, Alter, PUBG spielen wir nicht. Nein. Auf überhaupt gar keinen Fall. Auf überhaupt gar keinen Fall. Da spiele ich lieber 4 Streams lang Minesweeper. Ich sag das, wie es ist. Wie wir mit der Stern war eigentlich Scam auf dem Plan. Aber, jetzt kommt das Aber, warum loot die da herin? Ich hab da Munition. Ja. Die hätten wir brauchen können. Ja, Munition. Wer die Munition verschmäht, ist ein Munitionsverschmäher. Mann, wo haben wir? Also auf alle Fälle ein kleiner Hafen, ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Warum gibt's nicht, die Stadt ist so klar, da gibt's nicht mehr Ortschelle. Da Zombies, das Zombie-Sepp. Warum nicht, der war ein Hofer. Da, wo ist denn der Bambi-Sepp? Bambi-Sepp! Where are you? Schieß einfach mal um. Das ist ja dumm. Ja, ich mag schon einen Fight. Ja? Also ich mag schon hier Peng Peng. Nicht, hallo, da bin ich, bring mich bitte um. Langweilig. Ist da hinten so eine kleine Mini-Insel neben dem Ufer. Dringen nicht vergessen? Ja, das stimmt. Haben wir genug zum Dringen. Ja, da ist vielleicht nicht mehr so unfassbar viel drin. Ja, aber trinken wir mal. Trinken wir mal ein wenig. God of War, bitte! Ja, Mittwoch, God of War. Was übrigens ein exzellentes Spiel ist. Und Dying Light zirkt nicht so ganz, deswegen habe ich gar nichts dagegen, dass God of War noch ein bisschen dauert. Um ganz ehrlich zu sein. Und am Freitag in 2 Wochen kommt Elden Ring. Da habe ich so hart Bock drauf, das kannst du eigentlich fast gar nicht vorstellen. Was ist da los? Fernlos! Sag halt, auf welchem Server das bist, dann kommen bestimmt ein paar Leute. Ja, das ist auch langweilig, da kann ich auch jetzt einfach mir da, keine Ahnung, Knarre an den Kopf halten und mich selber umbringen. Der Kass! Du der Kass! Halt, schauen wir mal da. Was ist das da? Das Bett nach links geht's nach Pipinenio. Ja, was seit wann haben wir eigentlich E-Tüpfel und Ö-Tüpfel drüber? Was ist denn mit den Russen eigentlich? Pepin, das kann Berenzino sein, ha? Kann das Berenzino heißen? Ich weiß nicht. Links Berenzino, das kann Berenzino sein, gell? Ah, gehen wir mal in den Stau rein. BPNHO. BPNHO, merken wir uns das einmal. BPNHO, ab in den Chat jetzt. Wenn ihr mitmacht, schlägt BPNHO. Irgendwie so. Dann E-Depfer. Oh, wie schön das da ist. Schon hier, da geht gerade die Sonne auf. Ah, das beobachten. Mäh! So, Berenzino. Warum ruckeln die Maps so? BPNO, ja, das ist Berenzino, da wo ich mir hin und ich glaube, ich weiß, wo wir sind wir genau da. Wir sind exactly da. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, da ist auch ein riesengroßes Bam-Scheiß und so. Da ist der kleine Hafen. Ja. Dann gehen wir links der Straße entlang und dann gehen wir da Berenzino rein und da wird dann schon irgendwas Schlägerei sein, keine Ahnung. Büchsletten! Ah, Map! BPNO. Müssen wir uns merken. Ja, dann müssen wir, wo ist der Russe des Vertrauens? Der guckt wieder irgendwo in der Spätschicht umeinander, das ist wieder gar nichts, Alter. Das ist Zeit dort. Schmiedi, da haben wir gleich da. Du, da haben wir da wir uns gar nicht lange runter, da haben wir gleich da. Die haben nicht so viel sprinten. Wann ist denn da so eine lange Betonmauer? Haben das Spiel Player Building. What is this? Let me have a look. Lad. Baustelle. Ja, drücke die Baustelle. So, Gas jetzt. Was haben wir da? Trockensack. Alter, ich hab einen Trockensack. Ah, da steckt mal was rein jetzt. That's what she said. Ja, immer schön stehen bleiben. Ja. Der Server leckt auch wie Scheiße, ganz ehrlich. Was ist das wieder? Es dauert eine Viertelstunde, bis ich da was umziehe. Was ist das? Ah. Dauert ja fast gar nicht lang, bis ich da in... Fick dich, Server hab! Wiederschauen! Was ist das? Ping von 8 Millionen! What the fuck? Möchtest du jemanden da schießen? Hey, das geht Oling! Oh, ich bin tot! Was? Grütze, fix nochmal. Ah, wir umschalten. Ping, aufsteigen vielleicht. Oh weh, war unter 50 der Ping. Bei mir zumindest. Keine Ahnung. Was haben wir da? Das ist Livonia. Aber ich mag kein Livonia, der Livonia weg. Adi! Streamverzögerung von gut 30 Sekunden zeigen, auf welchem Server du bist und eskalieren. Ah, da klang 30 Sekunden nicht.
Verklangt 30 Sekunden nicht fürs Position wechseln und so weiter. Das ist, ne. So, Server, voll. So. First Person Only. Was da noch? Sollen wir First Person Only gehen? Keine Ahnung. War vielleicht nochmal ein richtig Hardcore, Alter. First Person Only? Wer ist dafür? Wer? Ja, nein, doch, vielleicht. Ich weiß nicht. Sagt's ihr? Vielleicht aber ein bisschen viel. Nein, das ist aber auch nicht shit zum Zuschauen. Das ist null. Das ist nix. Das ist in DayZ macht das keinen Spaß nicht. Was haben wir da? Nehmen wir den. Keine Ahnung. Nehmen wir den. Spiel. Position in Warteschlange 3. Das hört sich doch schon mal gut an. Das hört sich doch schon mal außerordentlich stabil, Alter. Außerordentlich. Da, währenddessen wir da wieder wahrscheinlich jetzt 2 Minuten warten. Von 1 bis 10. Mikrofon-Sound. Qualität, Lautstärke, bla. Bitte eine Bewertung abgeben. Freya, was tust denn du schon wieder? Die fix, da schlafst du einmal am Nachmittag ein, dann versäumst du das Wichtigste. Tut mir leid. Ja, Schande über ihr Haupt, Alter. 8, 9, 8, 69, das wollte ich lesen. 8, ja. 7, 8, 9, 8, 9, 6 bloß. Das ist aber nix. 6 ist nix. 7, 9, 7, 8, da bin ich zufrieden mit. Du im oberen Drittel spenden die Besten. Wir können ja wieder so machen. Check mal was. Also, dass ihr keinen Scheiß erzählt, der fucking Server ist fucking full. Fucking full. Wenn wir jetzt nicht bald irgendwo hinschießen, dann scheiße ich her. Ah, schießen oder scheißen? Freier übrigens, danke dir. Pussy aufs Nussi. Quietscht zu wenig. Und so Mensch. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Warum? Warum? Meister, das waren jetzt 150 € an irgendeinem Blödmann im Internet. Ich weiß nicht, was... PWWP ist broken. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kannst du das alte Mikro nochmal zum Vergleich anschließen? Kann man eigentlich einmal machen, ja. Aber das hab ich schon verrannt. Also das ist da oben zusammengerollt und zusammengewickelt im Eck hinten. Spul vielleicht ein bisschen lauter. Kann man machen. Ich hab jetzt da mal, was heißt, spul ein bisschen lauter, ich kann es nicht mehr lauter machen, ich hab das immer runtergedreht. Ich hab's jetzt auf 0. Also jetzt ist volle Lautstärke, so wie es ich hier hört, ist ihr auch. Kann es sein, dass der danach die Tonis zurückzieht? Du, das weiß ich nicht. Also, Mr. PWP, das ist eine sehr freche Unterstellung natürlich. Ich kann das, glaube ich, auch nicht einmal überprüfen, ob er das zurückzieht oder nicht. Ich kann es nur verstehen. Allerdings ist es halt lame. Ich kann es nicht verstehen, sagen wir es so. Ich broke, aber nicht broken. PWP ist jetzt Bro. Mr. PWP, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber du kriegst die Tröte. Die Babytröte in der Erwachsenentröte. So. Ist das okay? Ist das genug für 150 €? Ich habe absolut keinen Unterschied zum alten Mikro. Du, dann ist ja in Ordnung. Das wollte ich ja eigentlich auch. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass ich keine analogen Regler mehr habe. Das ist das Einzige, was mich stört. Ansonsten ist das Teil schön, klar, kompakt. Ich glaube, es produziert einen besseren Ton, wenn ich es weiter weg dürfte. So wie jetzt. Hast du das Mikro auf 48.000 Dings gestellt? DVD? Ja, habe ich. Freier! Ich glaube, die Donation war ein Hinweis fürs Traumtelefon. Ich frage mich, was wir vom Traumtelefon erwarten, außer ein Witz, der 60 Sekunden lang anhält und 100 € kostet. Freier, danke dir. Mr. PWWP, vielen herzlichen Dank natürlich. Bitte Herz auf mit solchen überdimensionalen Donations, weil die Leute irgendwann nur noch über Kohle schmatzen. Und dann kriege ich leider Gottes einen Schlaganfall. Und so bringt es mir eher noch dazu, dass ich nimmer mag, anstatt dass ich einfach weiter tue und so tue, als wäre nichts gewesen. Dankeschön. Dennoch, natürlich. Wird immer wieder mal sporadisch eskaliert. Wir haben auch schon Leute gehabt, die haben weit mehr eskaliert. Dennoch, Dankeschön. Und Piano, ist gut jetzt. Chillt's einig Nierscheiben. Der Dampfler schreibt, moderativer Hinweis, du musst dein Setup in der Beschreibung und in Twitch noch anpassen. Stimmt. Steht da überhaupt mehr rote Mikrofon drin? Steht da überhaupt noch irgendwas halbwegs Aktuelles drin? Du musst erstmal eskalieren. Nur so kann eine valide Stichprobe zum Sound ermöglicht. Da hat er nicht ganz unrecht! So war das? Quali ist top, aber ich finde es ein bisschen leise. Ich kann noch lauter dran. Aber ich bin ein bisschen skeptisch mit der Lautstärke. Ich sag's euch, wie es ist. Mein Mikrofonausschlagpegel, der schluckt dermaßen ins Gelbe und teilweise übers Gelbe hinaus, dass normalerweise nur noch übersteuerter Schrott. Wie lang kann jetzt da mal jemand vom Server gehen, ihr scheiß Mongos? Kruzifix! Bisschen leise.
über was rennst, Interface oder USB direkt? USB. Ich hab keinen Bock, dass ich mir da nur so ein Kastel herstelle. Das Mining Rig steht nicht drin. Muss auch nicht drinstehen. Dann müssen halt die Leute bei sich so im Lauter machen. Leiser. Leiser. Haupt nichts leiser. Wo ist der Tizi Misi Masi Clan von damals? Die haben auch eskaliert, ja, aber nicht so wie manch andere. Sind immer noch nicht die am krassesten. So bloß Florians, Mojo und Frauge. Dann haben wir noch jemanden, der ist einmal vierstellig eskaliert und so weiter. Warum hast du das alte Mike nicht nochmal gekauft? War doch gut. Weil mir, ganz ehrlich, der riesen Plopschutz da vor der Fresse schon lang auf den Sack geht. Und das Ding ist echt kompakt, geht man nicht im Sichtfeld um, geht man überhaupt nicht im Weg um und ist eigentlich, ich find's geil. Und wenn der Sound so in Ordnung ist, ich muss ja jetzt auch keine, wenn er in Ordnung ist, bin ich zufrieden damit. Ja? Und ich habe auch gar nichts dagegen, wenn ich von dem Mikrofon einmal ein bisschen weiter weggehen kann. Ich genau sehe, wo ich hinzielen muss. Ja, oh Gott, was mache ich? Wenn ich weiß, wo ich hinzielen kann und es kann ein bisschen weiter weg von mir sein. Tut gut. So. Was hast du jetzt für Mike? Das ist eine Shure MV7 USB-Version. Ich höre nix. Es ist so dunkel. Was ist mit der Warteschlange? Hast du dann einen neuen Arm auch gleich gekauft oder ist es wie die 40 immer noch gut in Benutzung? Ich habe schon lange einen ganz neuen Arm, den roten Arm und nicht mehr das 19,95 € Teil. Der knagert, der hat noch nie knagert, Kinder. Der hat einfach noch nie knagert. Wenn, dann hört ihr vielleicht die Übertragung. Ja, wenn ich draufhau, die akustische Übertragung ins Mikrofon, das kann sein, dass man das vielleicht hört, aber das kriegst du damit wie die 40 nicht weg. Ja, Server verlassen halt dann, mein Grütze. Achso, jetzt. Man muss nur einmal sauber maulen. Dann geht's auf einmal los. Wahrscheinlich habe ich aus Versehen außertappt. An dem Server stirbt wohl auch keiner. Das ist richtig. Man muss nur einmal sauber umeinander maulen und schon geht's los. Ja, man muss nur maulen. Aber nicht maulen. Bringen wir noch einen Schluckerl? Dann orientieren wir uns und schießen wir. Grotze! Du hast, sobald du redst, ein Geräusch drin, was sich anhört wie ein Netzbrummen. Das kann ich dir sagen, was das ist. Das ist mein Mining Rig, das 5 cm neben mir steht. Ich weiß. Ist nicht mehr lang so, wird bald aus dem Zimmer kramen. Da duscht's! Ah! 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 Aber ich glaube, wir haben ja genau am Eck. Warte mal, mal schauen. Komm her auf. Komm auf! Das ist Osten. Das heißt, wir haben an der südlichen Küste. We need more Peng Peng. Ja, nicht nur ihr. Ich hätte auch gern Peng Peng. Leute, jetzt chillt seine. Du bist ja der gleiche, Herr Cybergamer. Du teilst das bloß auf, da fällt's die Leute nicht so auf. Ich glaube, die Warteschlange braucht einmal eine ordentliche Bogo. Ja, hat's gerade gekriegt. Eine verbale. Erst jetzt du auf mit so viel Geld umeinander. Bitte. Bitte. Teilst halt dann wenigstens nur unter mehrere Streams auf, dass das einfach nicht auffällt. Vielen herzlichen Dank, Leute. Seriously. Dankeschön. Pussy. Das ist irrsinnig. Ich weiß es nicht. Du rennst Richtung Komarovo, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe auch eine grobe Vorstellung auf der Map. Ich glaube, wir haben ja ganz rechts unten. Aber an der südlichen Seite, nicht auf der östlichen. Glaube ich. Was uns wahrscheinlich, da vorne, glaube ich, ist Zivilisation. Ich bin mir nicht sicher, ja. Ich glaube, das war der ursprüngliche Start vom Original Lee Brown. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir müssen mal nach Berenzino oder irgend sowas. Da ist immer was los. Weil da regnet es halt schon wieder und es ist so halbscharig finster. Geht da die Sonne auf, geht die Sonne unter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was soll ich machen? Ich möchte da bloß auf irgendjemanden scheißen. Aber gut, sie haben das schon ganz anständig gemacht, dass man eben nicht mehr Server hoppen hier, Server hoppen da, la und da schießt den ganzen Tag gleich. Da liegt da der Bamboni geschissen. Ich hab's genau gesehen. Fernglas. Kann man nicht. Was Sniper. Wer hat das geschrieben? Schmiedi war's, glaube ich, gell? Das ist Kami Jovo. Guter Mann. Hat Ahnung, der Mann. Hat Ahnung, der. Oh, Polizei. Oh, Zombie-Spawn? Zombie-Spawn. Ja, aber da ist keine Sau. So, da ist keine Sau. Wo ist das da? Im Westen geht die Sonne meistens unter, Bürger. Wo ich weiß nie, wo da jetzt Westen ist.
Wenn das Osten ist, ist das wahrscheinlich Westen. Ja, dann wird es da jetzt finster. Da mag ich nicht sein. Ich sag das, was ist, da mag ich nicht sein. Mach auf jetzt! Spacken. Ah! It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. It's überhaupt Ja, nicht ja. okay! Überhaupt nichts ist okay! Verstanden? Ah, mach mit dir zu, da kommen Zombies. Im ersten Scheißhaus hockt da einer drinnen. Im ersten verkackten Haus sitzt da einer drinnen. Ich hab fast einen Scheißschlaganfall gekriegt, Mann. Ich glaube, ich habe ein Kind erschossen. Nachladen. Im scheiß ersten Haus. Im scheiß ersten Haus hockt da einer drin. It's okay, it's okay, it's okay. Ja, ja, deine Mom ist okay. Oh, was wir das Pro-Gamer machen? Teabaggen, bitch. Smell my balls. Smell them. Taste them. Best balls EU West, bitch. So, oder was Code? Capri-Hosen hat er Code. Marsch bist, du Klopfspaten, du! Was hast denn du da alles zusammengeklappt? Der Kürbisscheiben ruiniert, der hat hab ich eingeschossen. Alter! Den richtig Alter! Was ist mit dem? Hat er einen Sabi dabei? Was ist mit dem? Oh, Nachland. Quasi. What? Alter. Er war halt nicht allein. It's okay? Was kannst du nachdenken? Ich hab ja nicht einmal einen Schuss gehört, Alter. Das hat einfach blub gemacht, ich war tot. Was war das? Also normal hört man halt wenigstens nur einen Schuss, Alter. Vor allem, er kann mich in dem Fenster erschossen haben. Sag ich nichts. War der Typ vielleicht nicht allein? Sag ich auch nichts. Was aber interessant ist, da waren keine Zombies in der Stadt, wie ich drauf zugelaufen bin. So, damit hat der Nächste jetzt richtig gute Ausrüstung. Ah, das ist ja sowieso klar, das ist mir auch wurscht. Von hinten war es ein Takedown. Ich hab aber und, also ganz ehrlich, es ist immer einfach jetzt zum sagen, ein Cheater. Immer einfach. Aber ganz ehrlich, ich habe einen Schuss nicht gehört. Das habe ich noch nie gehabt. Insta-Down. Und es gibt sehr wenig Möglichkeiten, von wo er mich da jetzt erschossen haben kann. Weil es gleich direkt draußen am Fenster ist ein Haus, da sagt kein Mensch eine. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie um Ihre Anteilnahme an diesem denkwürdigen Abend. Die zweite Staffel Daisy mit unserem anfangs LeBron 2.0 kurzzeitigen sehr Lansley-Loot und dann im Übergang zum Chameleon. Please press F for respect. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass uns da gerade ein Cheater gekillt hat. Sehr hoch. War einfach komisch jetzt. Da kannst du nichts machen, da kannst du equipped sein, wie du willst, was du möchtest mal. Mag vielleicht auch der Grund sein, warum der andere it's okay. Da so da drin gekauert ist.
und mir nichts da wollt. Schnell respawnen und rennen hin, ist ein Bug safe. Meinst? Schauen wir, wo wir sind. Schauen wir, wo wir sind. Vielleicht kriegen wir hin. Wo waren wir? Kamishowo. Map. Wo ist Kamishowo? Irgendwo unten, oder? Ja, da. Da ist Kamishowo, ist ganz rechts unten im Eck irgendwo. Schauen wir mal. Wo sind wir? Wir sind natürlich an irgendwelche Burgen. Das ist Berenzino, oder? Oh, Map! It's okay. Hashtag press F für ein Chamäleon. Er hat sich wacker geschlagen. Er hat einen Kill, bevor er selber gestorben ist. Und höchstwahrscheinlich durch einen Cheater oder durch einen verkackten Bug. Kann auch sein. Das war jetzt einfach seltsam. Das ist einfach Blut außer Blumen, kein Schuss, kein Sound, kein gar nichts. Das kann ein Takedown gewesen sein. Aber selbst den sehe ich doch. Kann man Spieler takedownen? Geht das? Weiß man das? Weiß das jemand? Der Lee ist he. Jetzt suchen wir mal eine Straße. Suchen wir eine Straße, schauen wir, wo wir sind. Wenn nicht, dann lassen wir uns schnell umbringen. Aber wir glaube, wir haben wir ganz rechts oben, oder? Ist das Berenzino? Ich habe keine Ahnung. Schalldämpfer vielleicht? Den hörst auch. Und von wo? Ich bin in einem Haus drin und der Winkel, wo man mich sehen kann, ist so gering, dass der genau da hinschaut. Glaube ich nicht. Das war in... Was? Das war in der Brust. Kann ich nicht sagen. Ich weiß, Richie! Das war der Träger, der hat die Prügel rausgeschmissen. Ich fürchte auch. So, jetzt schauen wir mal, Sprinti. Was haben wir denn da? Epotopk. Okay. Etopkop. Irgendwas mit Etopkop. Ist das Eporop? Ja, da sind wir. In Elektro, auf der linken Seite von Elektro. Oder ist... Nein, Tscherno. Wir können es probieren. Also auf YouTube hörst du gar nichts. Also nein, ich habe auch nichts. Ich habe ja auch nichts gehört, dass was geschossen hat. Ja, was der Mann? Was jetzt sein? Haben wir noch eine Gedenkrunde? Keine Ahnung. Was ist ein PvP-Takedown? Takedown ist... was ist ein Takedown? Du kannst mit einer Nahkampfwaffe deiner Wahl, oder beziehungsweise mit Messern, glaube ich, die von hinten in der Hocke an jemanden anschleichen. Zum Beispiel an Zombies. PvE, Player vs. Environment, Spieler gegen Umgebung, gegen PC. Anschleicher, ein Tastendrucker und dann backt er und sticht ihn ab und er ist halt sofort tot. Und jetzt ist die Frage, ob das im PvP, also Spieler gegen Spieler, auch geht. Weil das war natürlich möglich gewesen. Das haben wir ja damals mit dem Buttermesser schon gehabt. Aber dann hätte ich ihn ja gesehen. Ja, ich hätte ja sein Model an mir droh gesehen und ich war nicht einfach umgefallen. Ohne Sound, ohne alles. Also in der Wiederholung schaut es auch komisch aus, man hört und sieht nichts und das Fenster ist auch noch ganz. Sogar bei Geschwindigkeit 0,25. Ja, dann hatte man dann nicht die Tür gehört. Ja, auch. Hätte man auch gehört. Aber habe ich die Tür zugemacht? Ja, habe ich, wegen die Zombies. Seltsam. Was haben wir da? Bagge Reis! Das gefällt einem Lee. Das mag er. Was haben wir da? Stromgenerator. Jawohl! Die komische 3/4-Losen, die wechselt man gleich mal aus in einen sauberen Jogger. Gibst mir einen sauberen Jogger. Da flammen wir an. Wecker schmeißt man weg. Los geht's. Haben wir nicht Zeit zum Verlieren. Schauen wir mal, ob wir hinkommen. Ja, bewegen wir uns wirklich straight an der Küste entlang. Vielleicht kommen wir hin. Schauen wir mal. Baby, es gibt Reis! Ich habe etwa lecker Reis eingekauft. Es gibt Reis! Reis! Baby, es gibt Reis! Bester Mann. Mit Abstand, bester Mann, braucht man keiner was anderes sagen. Hopp! Abstimmung zwischen Ehrenrunde und Hackle to your face, hätte ich gesagt. Na! Ich mag meinen Loot wieder haben. Ich mag sehen, was da unten los ist. Da gehen wir schon hin. Scheiße, verfolgt mir jetzt ein Zombie, oder? Haben wir den jetzt triggert schon? Wir müssen bloß ein bisschen was zum Essen finden auf dem Weg. Das kriegen wir schon. Ich mag da jetzt noch mal in das Haus rein. Baby, schüttel dein Haar für mich. Baby, schüttel dein Haupthaar für mich. Und der Telefonmann. Also auch grandios. Grandioses Stück. Meisterwerk. Masterpiece. Kannst du mir erzählen, was du möchtest, oder? Die Häuser da haben nicht alle verdammt. Da ist halt auch schon wieder finster. Das ist schon wieder das nächste. Das ist halt schade. Einfach schade jetzt da.
Weil man nicht genau, wenn es nicht weißt, weil wenn ich Open Field gestanden war, also reimen wir uns mal Folgendes zusammen. Ich hab den Typen da erschossen wie ein Behinderter. Ich habe mein ganzes Magazin ausgeladen. Und wenn da jemand da ist, der hört das natürlich. Ja? Dann habe ich mich erstmal zurückgelassen für eine gute Minuten und hab nichts da. Und dann haben wir zum Luti gegangen und haben wir da ungefähr 10 Sekunden gestanden. Was haben wir da? Joting-Tour, nehmen wir mit. Was haben wir da? Sturmstiefel. Makellos, nehmen wir, Alter. Das ist auch die Punkstiefel nicht. Und natürlich hat, wenn da noch jemand da ist, unendlich Zeit, sich zum Positionieren, wo ich bin und so weiter. Und dann ist halt Ende. Ist okay. Ja, das ist akzeptabel. Oder den ich erschossen habe, die waren zu zweit. Waren im Discord und sie wissen ganz, der zweite oder dritte oder was weiß ich, wie viele Leute das sind, wissen ganz genau, wo ich bin. Also halt, oh, da ist Aufschnitt. Lecker Aufschnitt. Komm, bloß nicht aufschneiden. Bloß nicht laufen. Ja, wir haben noch eine Pflaume, aber die carried uns auch nicht nach Kamishobo. Sag ich dir auch gleich schon, wie es ist. Aber es ist jetzt schwierig zum Sagen. Ganz schwierig zum Sagen. Das ist zweimal jemand am Fenster vorbeigegangen, bevor du sein Inventar angeschaut hast. Was? Wie meinst du jetzt? Das glaube ich dir nicht. Dieses Thema, da ist jemand am Fenster vorbeigegangen, haben wir schon mal geholt. Oder auf die Gleise der Bukake Express. Ja, ich glaube schon. Der bringt die Penen. Das ist übrigens die Mehrzahl von Penis. Muss man nur wissen. Man muss nur wissen. Ja, war einer vom... Ernsthaft? Ja, den habe ich nicht gesehen. Da habe ich einfach schon nicht mehr aufgepasst. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass da was los ist. Dann hat er mich... Dann ist klar. Wenn da draußen am Fenster jemand war, den habe ich nicht gesehen. Auf den habe ich nicht aufgepasst. Ja, ich war gerade in YouTube drin, da haben 2 vorbei. 2! Alles klar. Dann waren die auf alle Fälle zu dritt. Freuen sich jetzt über einen Batzen Loot und... Have fun, guys! It's okay, it's okay. No, it's not. Da war nix. Ja, muss ich mir selber anschauen nachher. Sag ich euch, was ist? Muss ich mir selber anschauen. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Gut, die Kornspitz. Mehr als für den Drilling. Das war Saubreißen. Das ist kein Satz. Aber danke für dein Drilling, Alter. Wir verhungern wir sowieso, bevor wir da Toten sind. Ich sag das wissen. Kann mir das jemand außerklippen und in Chat eine Dingsen? Jetzt halt einen Clip her, dann schauen wir uns schnell an. Da muss ich nicht extra umeinander suchen, das dauert wahrscheinlich zu lang. Was haben wir da? Das ist eine Mützen. Nein, haben wir da Allheim. Nehmen wir mit. Was haben wir da? Nein, nehmen wir natürlich einen Cowboy-Hut. Alter, was ist denn das für eine behinderte Frau? Tu den scheiß Helm aber, du Trottel. Tu den Helm aber, du Trottel! Da. Mimi-Channel? Ah, da schauen wir schnell. Da schauen wir mir schnell, kostet es, was es will. Ja? Achtung, Mimi-Channel. 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 Mimi. So. It's okay. Worauf jetzt? It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. It's überhaupt Yeah, okay! What the fuck? Ich muss schnell runterladen. Ja, ich muss ja erst anschauen, aber da sagt man nichts. Ich sag mal bloß, wenn wir den Typen da schießen. Aber das ist ja wurscht. Habe ich das jetzt runtergeladen oder nicht? Warum geht denn das schon wieder nicht? Hat das runtergeladen? It's okay. Worauf? Machen wir so. Pass auf, schauen wir uns schnell miteinander an. Achtung, Achtung, schnell miteinander anschauen. Nicht so ganz. So, jetzt pass auf. So, das ist jetzt das Video. Ich lasse abspannen. Okay? So, pass auf. Worauf jetzt? Spacken. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Hat da eigentlich irgendjemand außer mir gespannt, dass meine Kugel durch ihn durchgeflogen ist? Das ist eigentlich irgendjemand gespannt. Hat das jemand bemerkt? Ich bin mir nicht sicher. Nach meinem Schrei. Das werden wir uns genauestens anschauen. Schauen wir nochmal. Aufpassen auf das Fenster da und da. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. It's überhaupt Yeah, okay! Ich sehe überhaupt nichts. Ist okay! Verstanden? Worauf jetzt? Spacken. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. It's überhaupt Yeah, okay! Ich muss selber schauen. Oh, falscher Clip. Okay. Dann anderer Clip. Was für Clip? Den hier? Da muss ich nicht sein. Worauf jetzt? Schauen wir noch mehr Clip.
Was schickt's nicht für Screenshots? Was sagt's? Du bist tot. Da ist kein Mensch ist da. Kein Mensch ist da. Mal dünnes Bettle. Original zeigen. Achtung, vom Crossbot. Jetzt pass auf. Zeige ich euch. Achtung, zeige ich euch. Und ein Standbild ungefähr 1 Sekunde nach dem Tod geschickt und die Fenster noch ganz. Da auf Monitor ganz. Schauen wir so. So. Wo seht ihr da irgendjemanden? Nach Tür zu machen, lauft einer. Waren da nicht gegenüber in dem Haus einer drin? Nein. Nein. Das da, ja, da ist irgendwas im Fenster, aber das ist keine Person nicht. Gibt's nicht Bärenfallen und so Kacke? Nein, der ist ja da gesessen, wo er auch gestorben ist, keine Ahnung. Well, he died. Hab's mir mehrfach hochgeschaut, da war keiner. Ich werde mir es auch nach dem Stream nochmal sehr genau anschauen. Ich bin schwer überzeugt davon, dass da keiner ist. Erstens, so nah, das Haus gegenüber. Also, ich kann von links außen erschossen werden, ja, sage ich nichts. Von gegenüber, glaube ich nicht. Fenster sind noch ganz, links ist das Fenster ganz. Wo ist der Schuss hergekommen? Da war definitiv einer. Da war keiner. Schaust dir auf YouTube an, da sieht man einen am Fenster zum anderen Haus laufen. Ich kann mir meinen eigenen Stream jetzt nicht anschauen. Wie soll ich das machen? Da läuft ein Zombie draußen. Ja gut, das schon. Da laufen Fake-Zombies draußen umeinander währenddessen, nachdem ich geschossen habe. Deswegen habe ich auch ein Tier zugemacht. Da glitscht einer vor dir in der Wand direkt beim Schuss. Was ist da? Dreamception, warum soll das nicht gehen? Weil die Fenster noch ganz sind, Leute. Meinst du, dass sich die Kugel durch die Fenster teleportiert? Fuck, wie bist du jetzt gestorben? Jetzt hab ich's versandt. Ja, das versucht man gerade rauszufinden. Eine Mine? Ja, die hörst wahrscheinlich nicht. Ja, weil du tot bist, bevor der Sound kommt. Also Spey sagt dir, du bist tot, bevor du den Ton hörst. Kann sein. Die Kugel hat sich auch durch ihn teleportiert. Ja gut, das stimmt. Ja, okay, Schmiedi, touché. In den Sekunden, wo du Start stehst, läuft einer vorbei. Ja, clip it. Give me the clip. Show me the clip. Wo ist der Clip? Ist okay. It's not okay! Ja, okay. Ja, it is what it is, oder? Wir sterben jetzt da sowieso. Was ist? Oh, wir haben schon Hunger. Das werden wir nach dem Stream ergründen. Wir sterben jetzt da sowieso. Wir sterben jetzt sowieso. Hauen wir uns mal die Flamme ein. Gibst du mal die Flamme? Ja, die Flamme, komm mal mit. Ah, kurz Flamme. Da gehen die Fenster kaputt. Bin mir relativ sicher, ja. Und das am Fenster nicht vergessen. Wir haben geschossen. Stimme zu, da haben einen Haufen Steps da. Aber da haben ein Fate so. Ja, jetzt haben wir halt da so lange gesessen, dass da 100.000 Zombies umeinander gurken. Die hat einen schönen Rucksack. Rucksack können wir natürlich brauchen. Da tun sie sich noch nicht hinunter. Blüht mir jetzt einer. Wieso kann ich den nicht nehmen? Der ruint mich. Verbinden. Müssen wir weiter da. Blärt! Wow, unser Zwitschgen hat uns auch wirklich sauber vom Hungertod bewahrt schon. Hm? Da geht richtig was. Da geht richtig was. Sollen wir einen Reis fressen? Haben wir unseren Reis. Was ist das? Gib mir, Brudi. Gib mir. Gib mir that shit. Haben wir jetzt da einen Zombie triggert? Oh, ich nicht so. Oh, unser Bauch knurrt. Ah, wir werden es nicht machen. Ich sag das, wir werden es nicht machen. Guck nochmal, Mimi. Habt ihr einen Screen gemacht? Wölfchen. Wölfchen. Ist ein Zombie. 100%. Es ist. Ja, stimme zu. Da läuft jemand am Fenster vorbei. Zeige euch nochmal schnell. Ja, die Leute markieren sich schon. Es ist ein Zombie. Das ist kein Spieler. Nice try, Wölfchen! Danke für Ihre Mühe. So, was haben wir jetzt da? Frieren tut uns. Nix haben wir. Scheißdreck haben wir. Schauen so.
Ach, Lee, das wird nix. Lee, das wird jetzt schwierig. Aber jeder Start ist auch immer wieder mal was Tolles. Ich sehe nichts. Ja, also da ist definitiv eine Person vor der Tür. Stimme mir absolut zu, aber es ist ein Zombie. Seit wann ist How to Schnackseln nicht mehr online? How to Schnackseln ist schon immer online, du bist nur noch nicht 18. That's the point. Kannst du mit der Spitzhacken deine Aufschnittdosen aufmachen? Das ist eine berechtigte Frage, das werden wir ausprobieren. Obacht. Nein. Das funktioniert nicht. This is not how it works. Oh, auf alle Fälle dürfen wir Baseballmütze, wir dürfen auf alle Fälle was zum Essen finden, sonst haben wir ein Problem. Auf Wiederhören. Was? Birger, das ist so hell, ich höre nichts. Ja. Check's auch nicht ganz. So los ist. Das ist einfach zu finster für Sound. Zu finster für Licht. Wenn ihr das auch nicht, ich sag euch was. Sollen wir sterben? Serverwechsel? Sollen wir es probieren? Sollen wir es nicht probieren? Sollen wir hinkommen? Sollen wir nicht hinkommen? Ich weiß es auch nicht. Oh, die Dose hat einen Bügel. Ja, das stimmt. Da haben sie absolut recht. Wenn das noch aufmachen hat, wenn ich drücke. Das ist echt geil. So, hauen wir uns rein. Hauen wir uns rein. Ja? So ein Lee gibt nicht auf. Aber ich gehört. Da was drin dabei. Wissen wir nicht. Da vorne ist irgend so eine komische Hitler-Statue oder was soll denn das darstellen davon? Wo ist Küsten? Wo ist Küsten? Da entlang, oder? Weiß nicht ganz. It's okay. Ja, stimmt. Steffi B. It's okay. Auf alle Fälle 2020 Merch-Moment. Sterben und noch eine Stunde Mimi-Review. Ah, Mimi-Review machen wir nicht. Heute gibt's kein Mimi-Review. Haben wir da die Kirche, da hat es auch noch nie was Gescheites gegeben. Und nicht. Was ist er? Free Frankie, servus, schau, beide Mimimi im Discord, Beweis. Mimimi im Discord, Beweis. Ja, ich sehe keinen. Und warum haben sie das Kind erschossen, nachdem es jetzt okay gesagt hat? Child, it's okay. Ich sehe keinen Beweis. Ich sag, das ist ein Zombie vor dem Fenster. Nochmal. Es ist ein Zombie vor dem Fenster. La la la. Kein Spieler. 100.000%ig ist das kein Spieler. Hast du? Hey, wo du den gelootet hast, gleich nachdem, wie du das mit dem Säbel gesagt hast, hat man von einem Schritt gehört. Nochmal, da haben ungefähr 5 Zombies draußen. Wenn's gelangt. Ich habe ja geschossen wie ein Behinderter und pull in der ganzen Stadt Zombies. Gut, ist ein Hinweis darauf, dass die Person, die das vielleicht gehört hat, sofort weiß, wo ich bin. Guter Punkt. Guter Punkt. Aber, wenn da 10 Zombies draußen sind, oder 5, ist ja scheißegal, dann steht da niemand draußen. Weil er einfach von den Zombies aufs Maul kriegt und dann her ihn prügeln oder sonst irgendwas. Es war aber schon ein öffentlicher Server und kein privater offener Server. Es war ein öffentlicher Server, ja. Und da gibt es auch Cheats. Jetzt euch nicht an, bloß weil es ein öffentlicher ist, heißt das nicht, dass es da keine Cheater gibt. Vor allem mit einem 100 Jahre alten Spiel. Vielleicht war es auch das Buttermesser, ja, aber das hätte man auch gehört. Und da wird man nicht sofort umgefallen, ohne einen Ton, ohne alles. Was findest du eigentlich besser, God of War oder Doom? Das ist eine gute, also was heißt eine gute Frage, das kann man nicht vergleichen. Das sind zwei völlig verschiedene Spiele. Das war der /Kill-Birger, ja, ich glaube auch. Vielleicht war es der Server-Eigentümer. Okay, jetzt weiß ich, was die eigentliche Frage wahrscheinlich war. Vielleicht war es. Ja, so 100% sicher bin ich mir nicht, ob das ein offizieller Server war, um ehrlich zu sein. Er hat ein bisschen einen anderen Namen gehabt wie die anderen. Aber hat auch DE irgendeine Nummer, keine Ahnung. Aber anders formatiert als oh ja, geil. Russenmützen setzen wir uns auf. Ah, der neue Lee. Kommunisten Lee! On the way to duty. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Das ist vielleicht wirklich gar nicht so dumm, ein /Kill. Vielleicht hab ich einen von den Serverleuten erschossen, nachdem er it's okay gesagt hat. Und hat dann halt einfach, ja, stirb. PvE-Server vielleicht. Was wir jetzt denn?
Ihr habt 45 Minuten. Ja, genau das. ...45 Minuten. Ladies and Gentlemen. Und das ist kein offizieller Server, merke ich gerade. Auf die offiziellen Server. Ja, obwohl, da ist EU-D. Ja doch, kann schon sein. Ich weiß. Ah! Mehr sage ich jetzt nicht. Wer es checkt hat, der checkt schon. Habe ich irgendwelche Leute bei den Donations übersehen. Kurti Kornspitz, merci für den Drilling. Das war Saupreis. Den habe ich noch gesehen. Opa habe ich auch gesehen. Richie, merci. Manu, merci. Kurti, nochmal merci. Birger, ich trinke den Check mit Brause auf dich, mein Lieblingsbauer. Bauer! Das ist ein Schmicker. Lohnt sich jetzt nicht den Download vom Spiel, oder? Also bis in einer Dreiviertelstunde nicht. Nein, vor allem, du bist irgendwo. Ich finde den Server im Land nicht. Sepp-Spieler, du auf. Wird Game Master in WoW /Hardkill. Jagt ihn. Rin in die Olga. Aber ja, das ist gar nicht so weit hergeholt, dass der Server-Admin halt gesagt hat, hier ist Birger /Kill. Weil ich irgendjemanden erschossen habe. Oder ist der PvE-Server? Hat man das jetzt gerade gesehen? Ich weiß es ja nicht. Gibt es einen PvE-Server, wo man keinen schießen kann? Gibt es das überhaupt? Oh, was haben wir da gefunden? Streichhölzer, ja, die kann man fressen. Ja, nehmen sie mit. Vielleicht müssen wir Feuer anlödeln. Rush den Server! Es kommt ja eh keiner rein, hab ich gerade gespannt. Ja, da herin gibt es halt auch nichts. Ich muss an der Küste entlang, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir nach Kamischowo kommen. Mal da kurz ein bisschen umluken. Ist da die Küstenenden? Ich habe keine Ahnung, ich bin ein bisschen lost. Guys, I'm a little lost. I'm sorry. Das war der Bub vom Host. Ja, wahrscheinlich. It's okay, it's okay, it's okay. Und was mich auch schon wieder triggert, ist, dass mein erster Schuss mit der Scharfschützen-Ding durch ihm durchgeht. Du siehst halt einfach richtig so hinter ihm die Kugel einschlagen und es interessiert ihn nicht. Fangst du jetzt das andere Spiel an? Gute Frage! Da kann man uns eigentlich bevor wir kommen da sowieso nicht lebendig ein. Oder was ist? Laufen wir weiter, laufen wir zu. Das ist echt weit. Das ist wirklich zu weit für das, was wir an Essen und Trinken haben. Ich sprinte jetzt, wenn wir es schaffen, schaffen wir es, wenn nicht, dann nicht. Oh. Schuss gehört. Schuss gehört. Wahrscheinlich habe ich gerade meine eigene Waffen schießen hier. War weit weg. Jetzt da noch aus überhaupt. Was ist denn das für Dreckshalle? Hat den Typen schon wer entdeckt? Alle auf den Server, alle zu dem Gebiet und alles wegficken, was da ist. That's the plan. Aber auf dem Weg dorthin kann man uns unterhalten. Und zwar, was der wir nächste Woche am Montag. Wir können natürlich auch mit God of War am Montag sitzen. Wer hat Bock? Einser in den Chat, wer keinen Bock hat, Nuller in den Chat. Oder ja, nein, was auch immer. Und ansonsten brauchen wir ein anderes Spiel noch dazu. Weißt du dann, was ich da gedacht habe? Im Neujahr, Winter, Frühling, haben wir ja gerne mal so Aufbauspiele gespielt. Was hält man von 2 Streams Factorio? Das ist was, da garantiere ich euch fast, dass ich mindestens 100 Leute von euch anstecke, die das Spiel noch nicht kennen. Oder vielleicht das Spiel schon gesehen haben und sie denkt haben, was ist das für scheiß Grafik? Genauso wie es bei Transport Fever im Übrigen auch war. Und die Spiele nehmen sie vom Gutsein nix. Oh, was haben wir da? Ein Jeans, den guten alten Jeansrock. Den nehmen wir. Ah, mit dem renne ich umeinander. Das ist mein wieder. Wo ist er jetzt? Jetzt habe ich ihn in der Hand, du sollst nutzen, du Trottel. Ah, so ein bisschen. Weg mit dem Jogger. Weg mit dem Jogger. So. Invincible LeBron ist incoming. In den Sachen, da spawnt halt wahrscheinlich auch kein Essen nicht. Ah. Oh oh. Boys are back in town. We are not alone. We are not alone. Foxy! Ein Abendsnack! Bright Memory Infinite. Das muss man noch was waren, das gleich wieder. Das hast du mir schon mal gesagt, glaube ich. Das hast du mir schon mal gesagt, das ist mit den. Ja, ich glaube, ich weiß.
Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Schauen wir mal. Rimworld. Habe ich mir selber gespielt. Alter, Rimworld. Rimworld? Was hält man von Rimworld? Factorio ist sowas wie Satisfactory, bloß in noch viel besser. Bloß noch viel besser. Rimworld haben wir natürlich auch noch mehr Runden. Aber Rimworld ist halt auch so, ist eigentlich mehr so ein Mittwochsspiel. Also ein Sekundärspiel. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Oder Scum. Mich würde Scum auch ganz stark interessieren. Ist halt DayZ wahrscheinlich relativ ähnlich, bloß 100-mal komplexer. Und bis Elden Ring kommt, brauchen wir 2 Montage ein Spiel. Scum ist Hardcore. Bulldog Royale. So schnell wird es ein Land nicht mehr geben, Leute. Oh, was haben wir da? Ein Nähset, das ist noch nicht mit. Was haben wir da? Opa! Schaut aus wie ein kommunistischer Bus vor Lee. Ja, im Jeansrock. Danke dir. Und Scum darf mich auch heute auch, wie soll ich sagen, privat interessieren. Mal, ob das was kann. Kann man uns eigentlich schon einmal anschauen. Weiß es auch nicht. Jetzt haben wir heute gar nichts zum Essen, gell? Wir können unsere Yachting-Tour saufen, wenn es passiert. Vielleicht haut uns die Knie schon im ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach nicht. Noch irgendein Haus, wo Essen spawnen kann. Nein, oh, da haben wir was gefunden. Das kann man, einen Regenmantel können wir nehmen. Den nehmen wir mit. Ah, Jeansrock und Regenmantel macht Sinn. Scheiße, jetzt soll ich meinen ganzen Scheiß wegwerfen, ich trottel. Ich will jetzt meinen Scheiß wegwerfen. Birge, du Kacken. Herb, Uzi! Freilich spielen wir Factorio! Wenn's ist, hit me up. Ich habe einen eigenen Server mit Space Exploration Mods. Mainbus und Space Science steht schon. Wir spielen immer Vanilla. Nicht schon wieder eskalieren, bevor ich es überhaupt gespielt habe. Amma, 3 altes Leib! Hört! Spielt das noch irgendjemand? Oh, ich höre schon wieder Schuss. Ah, ich glaube, das ist meine Waffen, die wo ich da schießen hier. Ah, ich sag das ist meine Waffen, die ich da schießen hier. So schaut's aus. Mario Kart kann ich nicht spielen, ich habe keine Konsole mehr. Da hat einer rechts, Scum war ausgemacht. Das stimmt eigentlich, ja. Eigentlich war Scum ausgemacht, ist eigentlich schon ausgeschmeckt. Aber ich weiß, ihr kennt mich, ich ändere meine Meinung auch alle 4 Sekunden. Und Scum darf mich halt auch interessieren. Auf Scum hätte ich auch Bock. Zumindest einmal 2 Streams, einmal zum ein bisschen reinfinden, das zweite Mal dann vielleicht schon wieder ein bisschen auskennen. Schauen wir mal einfach, was passiert. Hast kein Switch mehr? Warum das? Ich habe noch nie eine Switch besessen. Habe ich jemals gesagt, ich habe eine Switch? Dann habe ich entweder eiskalt gelungen oder ich habe keine Switch auf alle Fälle. Age of Empires 4 interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Raumtänzerin! Wir weiß Subnautica. Das haben wir schon einmal probiert, gell? Das haben wir schon einmal probiert. Aber Subnautica ist so ein Spiel, wieder so ein Spiel mit ohne Ende. Und da ist, wenn wir 2 Mal anspielen, haben wir nichts gesehen davon. Danke dir für deinen Zwickel. Bussi aufs Nussi. Ich muss jetzt laufen. Was bitte Skyrim oder Fallout, das ist saugeil. Du, ich hab so viele Stunden in Skyrim und vor allem in Fallout. Das werden wir nicht nochmal. Also, was heißt, das werden wir? Das haben wir noch nie da im Stream. Ich glaube, ich hab vor 6 Jahren habe ich irgendwann einmal Fallout gestreamt, wie Fallout 4 rausgekommen ist. Nein. Scum, meine Damen und Herren, soll es sein. So schaut's aus. Und jetzt rusht man Kamishovo. So schaut's aus. Scum ist schon gut. Oder mal eine Session Dark Souls zur Gaudi. Kann man natürlich als Prepare to Die Stream-Version für Elden Ring machen. Das stimmt. Kann man auch mal machen. Aber wir haben dann sowieso so viel Dark Souls. Hey, es ist stockfinster, ich seh nichts. Warum spielen wir da überhaupt noch weiter? Geh weiter, was ist denn das? Haben wir jetzt da auf der anderen Seite von... Haben wir jetzt da schon mal irgendwo? Oder wo sind wir? Keine Ahnung. Verhungern wir bis wir da haben. Was? Heine Teigwaren, weil sie mal Teigwaren... Was? Right! Ich probier's nochmal mit Zelda. Majora's Mask, Hust. Geht auf 2 Streams, Hust. Ja, natürlich geht es auf 2 Streams, wenn man das Spiel auswendig kennt. Aber Majora's Mask... Ich glaube nicht einmal Ocarina of Time kenne ich noch auswendig. Keine Chance. Zu lang her. Noch dazu mit Emulator mag ich nicht. Nintendo sagt das nicht gern. Wegen sowas setze ich mein Kanal nicht aufs Spiel. Und wie gesagt, ich habe keine Konsole mehr. Keine einzige mehr. Ist da eigentlich Sumpf? Offensichtlich ja. Jetzt sind wir nass. Oder da ist ein wenig orange zwischen den Grün. Ja, ist da irgendwas grün? Blüm,
Sepp, schauen wir uns doch Scam heute noch ein wenig an. Ich hab Scam noch nicht. Das müssen die erst runterladen und installieren und bla 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 und dann ist 10, dann ist es dann. Uzi, wenn du beim Zombie-Thema bleiben magst, Dying Light 2 ist jetzt draußen und saugeil, sogar standardmäßig ankert auf Steam. Ja, weiß ich, hat aber leider Gottes bloß mit 80% abgeschnitten und soll sehr, sehr verpackt sein und das tue ich mir nicht durch. Wenn Dying Light 2, dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis das einmal einigermaßen zurechtgepatcht ist. Dann ja. Und ganz ehrlich, wenn ich im Test schon her grinden ohne Ende, bis du bestimmte Fähigkeiten hernehmen kannst und so Scheiß. Open World mit 85 Millionen unnötige Sammelquests und Nebenquests, die weder spannend noch irgendwas sind. Ich mag's keinen, wie soll ich sagen, kaputt machen. Wer noch Spaß mit diesen Spielen hat, ja. Aber anders als vielleicht andere Streamer, ich lege sehr viel Wert darauf, dass auch ich Spaß mit dem Spiel habe, das wir spielen. Und ja, das wird so nix. Fürchte ich. Du mich genau schalten. Nein, nix Assassin's Creed. Ja, wie soll ich sagen? Dying Light ist quasi For Dying Assassin's Cry Light 2 Origins. Damit ihr wisst, was ich meine. So, jetzt wenn wir ganz furchtbar viel Glück haben, finden wir da vorne in dem Haus was. Ja, wir noch meilenweit weg von Kamischow, wo wir verrecken wir sowieso, da können wir niemals hin. Wobei man noch ziemlich lang laufen kann, solange die Anzeige da auf Rot ist. Wenn man nicht die ganze Zeit sprinten darf. Herr Bürger, Son Bürgers. Da gibt es natürlich nichts zum Fressen. Da können wir unser T-Shirt fressen. Keine Ahnung. Oh, da vorne ist eine Taschenlampe, 100 Tote. Haben wir genau gesehen. War da was herin? Nein. Ark kriegt von mir keinen Cent Geld, weil gerade gefragt wird. Oh, was haben wir da? Dosensardinen! Easy! So, wie machen wir das jetzt auf? Vielleicht da damit? Tatsächlich. Aber bevor wir das machen, Dosensardinen, Ladies and Gents, wenn wir das machen, durchsuchen wir da alles und da draußen liegt nämlich ein toller Spieler, vielleicht hat der durch Zufall ein Messer dabei. Vielleicht Mason. Haben wir da? Kurze Wanderhose. Brauchen wir nicht, wenn wir unsere arbeiten. Jeans Hotpants. Ja, wahrscheinlich noch besser wie unsere. Ja, wenn die Sexy Time Level 9000 sind, dann weiß ich es auch nicht. Die nehmen. So, das Spielzeug, was haben wir da? Anzugjacke für Frauen. Hat eigentlich auch besser passen, aber ich bin. Oh, da. Oh, Spiele. Hat der noch was? Hat nichts. Da jetzt. Da liegen lauter Taudi umeinander. Warum liegen da so viele Taudi? Die haben wir gleich wieder erschossen. Sag das, was es ist. Da laufen wir jetzt genau 2 Sekunden umeinander, dann werden wir erschossen. Geht gar nicht. Oh, da hat ein Pfläumchen nicht gegessen. Kacknub! Wahnsinn, wie wäre es mit Maniac Mansion? Das Maniac Mansion sehe ich übrigens im Retro-Monat, den wir in den 4 Wochen vor der Sommerpause haben, also im Juni. Kannst du jetzt bitte deine Pflaumen, wieso können die Pflaumen nicht essen? Das ruiniert das, grüezi. Ja gut, dann müssen wir das öffnen. Hoppala, öffnen. Dose öffnen. Ich verhungere gleich, so schnell geht's dann auch nicht. Du verlierst erst Leben und so weiter und so fort. Also du, nicht wenn die Anzeige da unten ist, fällst du nicht sofort dort um. So, Dosensardinen. Haben wir das Dreiviertel Essen haben wir weggeschmissen. So, das war's. Alles, was übrig geblieben ist. Ja, Gott sei Dank. Gratuliere, Birger. Das haben sie richtig gut gemacht. Fernland! Das ist genau der Grund, warum ich als Assassin's Creed Fanboy seit Origins keinen Bock mehr habe. Ja, genau. Das ist einfach zu groß. Die haben einfach zu groß, die Spiele. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll. Irgendwelche Riesenwelten zum Bauen und dann völlig belanglose Scheißquests überall hin für irgendeinen Sammelmist und so weiter, der 0,0 Bedeutung hat. Und auf das habe ich einfach keinen Bock mehr. Da bin ich schon zu lange Teil der Gaming-Szene und habe sämtliche Spiele auf dem Planeten gespielt, dass mir einfach das 100. Assassin's Creed nicht mehr vom Hocker haut. Ja? Als Singleplayer-Spiel. Wird schon wieder umeinander geschossen. Ich will mir sagen, wie weit das wir sind. Kann ich nicht sagen, weißt du. Mit Zahlen protzen soll ich das, mehr nicht. Der Selbstspieler ist absolut korrekt, ja, sage ich genauso. War nicht so ein Post von Dying Light. Ich mag niemanden das Spiel schlecht machen. Wer immer noch Bock auf die Sachen hat, spielt es. Und wenn ihr Spaß damit habt, braucht ihr kein schlechtes Gewissen haben. Alles ist ja super. Ich hätte auch gern nochmal das Gefühl vom ersten oder zweiten Assassin's Creed. Ich hätte gern nochmal das Gefühl vom ersten Zelda Ocarina of Time. Ich hätte gern nochmal das Gefühl von GTA 4, GTA 5. Ich hätte gern nochmal das Gefühl von einem Arma. Ja? Ich hätte gern nochmal das Gefühl von früher von Daisy.
DayZ ist immer noch geil. Ich finde es immer noch gut. Ja, sonst darf ich es nicht spielen und nicht streamen. Leider ist mit dem heutigen Stream der DayZ-Stream für die zweite DayZ-Staffel erstmal beendet. Ich glaube, dass wir DayZ dann einfach in einem Jahr wieder ausbackeln. Und ja, aber so wird es halt nicht mehr. Das ist halt das Tragische, so ein bisschen. Ja, bist jetzt rechts von Elektro und der Puster. Das können wir mal schnell schauen. Können wir da. Und dann müssen wir Map aufmachen. Wo ist Map? Map! Map! Da ist Map. Und der Puster, dann haben wir wahrscheinlich da irgendwo. Ja, das ist halt immer noch Wir haben ja gerade mit Hälften vom Weg, da verreckt man 100 Mal. Da verreckt man mir 100 Mal. Wo sind wir da genau? Wahrscheinlich da herunten irgendwo. Wir kommen. Na, wo haben wir? Rechts von Elektro. Haben wir da schon irgendwo? Dann haben wir nicht mehr so weit. Ja, auf alle Fälle mal die Gleise nach. Das ist einmal das Wichtigste. Den Gleisen nach, die Gleise sind da unten. Ja, Vollsprint. Vielleicht haben wir Glück auf dem Weg, ist noch irgendwas zum Essen, schauen wir mal. Ich hätte gern Half-Life 3. Sag ich dir auch ganz, ich sag das wie es ist. Nein, jetzt nicht. Wieso kann ich jetzt sehe ich keine Donations mehr. Warum ist jetzt die Listen auf einmal da? Leider sehe ich keine Links von Elektro bist. Ja, das glaube ich ihm auch eher. Ja, ich sehe leider Gottes keine Donations mehr. I'm sorry. Ja, das überleben wir nie mal. Was hältst du von Rockstar und GTA 6? Wann ist denn GTA 6, die offiziell wohlgemerkt ist, glaube ich, heute sogar, oder? Heute oder gestern ist offiziell bestätigt worden, dass an GTA 6 gearbeitet wird, seitens Rockstar. Nicht von irgendeinem Leaker oder von irgendwelchen Vermutungen. Ich meine, wenn man nicht völlig geistig behindert ist, dann kann man wissen, dass Rockstar bereits an GTA 6 arbeitet. Der Release von GTA 5 ist 9 Jahre her, oder 10, keine Ahnung, das war 2013, ist auch völlig unwichtig. Und sie warten völlige Vollidioten, wenn sie einen Nachfolger bringen, weil das sich, egal wie schlecht oder gut das ist, verkaufen wird wie geschnitten Brot. Und jetzt kommen wir genau zum springenden Punkt. Die können das Spiel machen, wie sie wollen, es wird gekauft wie geschnitten Brot, ist scheißegal. Und da habe ich so ein bisschen Angst davor. Um ganz ehrlich zu sein, das ist auch wieder bloß ein behindertes Industriegebiet, da wird es nichts zum geben. Man kann mal ein paar Zombies boxen, vielleicht haben wir Glück und die haben was dabei, naja. Rockstar hat noch nicht enttäuscht oder noch nicht so massiv enttäuscht wie andere AAA Plus Entwickler. Wie zum Beispiel, ich erinnere an Red Dead Redemption 2. Für mich das letzte richtig extrem gute Open World Spiel, das ich offstream durchgespielt habe, wie es für den PC gekommen ist damals. Ich glaube, es ist zeitgleich für PlayStation und PC gekommen, ich weiß es nicht mehr. Es war, glaube ich, 2018 oder 2019, das war richtig gut. Da war ich richtig extrem, wie soll ich sagen, richtig beeindruckt, wie dermaßen gut ein Open-World-Spiel sein kann. Nachdem ich schon 1 Million gespielt habe. Und da steht ganz ehrlich Red Dead Redemption 2 alles in den Schatten, was ich sonst kenne. Und zwar meilenweit. Mit der Liebe zum Detail, mit belebte Städte, belebte Welten, mit der Story, Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, ist von A nach B reiten, war immer ein bisschen lang. Aber das ist dasselbe Prinzip wie in GTA, da fährst du auch von Mission zu Mission, du nimmst eine Mission an, hast eine coole Cutscene, coole Charaktere, steigst in ein Auto und fährst erst einmal zur Position B und währenddessen unterhalten sie sich noch mehr. Das haben sie in Red Dead Redemption auch. Oh, Reis! I found some rice! Red Dead Redemption 2, endlich sagt's mir jemand. Ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was da zum Überlegen wird. Wer das Spiel spielt und nicht gut findet, der hat's nicht verstanden. Also das sucht seinesgleichen, ganz ehrlich. Das ist zu krass. Oh, neuer Regenmantel, abgenutzt. Ich mein grün, da ist eine Schiene. Ah, haben wir schon wieder kurz vor Chameleon. Anderkulzer, Mimi Channel hat so ein Sepp-Post. Leider, ich kann es nicht mehr lesen. Irgendwie hat mein OBS ist irgendwie abgehackt. Ich kann Donations nicht mehr lesen. Warte mal. Ansicht, Docs, Recent Events. Ansicht, vielleicht reloadet sie sich. Recent Events sind jetzt einfach weg. Ja, ich kann es nicht mehr lesen. Der Kulzer, es tut mir leid, ich kann es nicht mehr lesen. Warte mal. Muss ich mich anders einloggen. Kann ich nichts lesen. Sonst kann ich nicht. Kulzer. Im Mimi-Channel hat der Sandro einen Beutelpost, der steht bei deiner Leich. Loot ist noch da. Sandro,
Kulzer-Sepp, erstmal merci dir, Grüße an den Kulzer-Clan, merci. Berndl-Hans, das ist genau der Grund, warum ich als Assassin's Creed Fan bin. Okay, okay, Loot ist noch da, aber wir werden es nicht schaffen. Sandro, falls wir mir auf dem Weg sterben, if I die, I die. Nächstes Indiz, Loot ist noch da. Dann war es ein Bug oder war es der wütende Admin vom Server, der mich umgebracht hat. Wir haben ja nicht gestorben durch ein Spieler. Oh, hab ich gerade ins Mikrofon gehabt, ohne dass ich gespannt, gell? Ich bin asozial. Ich bin asozial. Aber wir werden es halt nicht hinschaffen. Ansonsten wünsche ich am Sandro viel Spaß mit meinem Loot. Da ist er. Doch, glaub schon, aber kein normaler Spieler. Ja, oder halt ein Cheater. Also es war schon sehr suspekt, ganz ehrlich. Und ich bin mittlerweile sehr vorsichtig mit dem typischen Schmerz. Cheater! Das ist immer das Einfachste, alles auf Cheater zum Cheater. Oh, was haben wir da gefunden? Honig! Ja, easy, Alter. Easy Honey, easy life. Da mir einen Honig her, kann man den auch wieder. Den kann man einfach essen. Nice one. Ja, der Honig muss ja voll ergiebig sein. Honig ist einer der krassesten Nahrungsmittel auf dem Planeten. Oh, jetzt habe ich Bock. Verdammt, jetzt habe ich Bock auf einen Buttertoast und Honig. Alter, und zwar anders. Ich bin auch in Tscherno gespawnt. Ah ja, stimmt, ich habe ja gesagt, auf was für einem Server dass ich bin, gell? Aber nicht zu viel auf einmal. Ja gut, da hast nicht ganz unrecht, gell? Oh shit. Verdammt, das habe ich spät gelesen und habe wieder auf was anderes aufgepasst. Tja, Pechbürger. Jetzt werden wir ein paar Mal kotzen. Ja, speien wir halt ein wenig einen Honig durch die Weggeschichte. Das hilft eh nicht. Du, es hilft eh nicht. Speien wir halt ein wenig. Wo ist denn Küsten? Wo wieder? Da ist Küsten. Ja, da haben wir ein paar Häuser noch mit zum Looten. Gehen wir schon noch hin. Sandro, protect my loot with your life. Falls du mich hörst. Ich schau noch mal ins Discord kurz. Gaming-Schmerz wahrscheinlich? Na, doch nicht. Sag im Discord nichts. Wo ist denn der Discord-Post? Mimi-Channel? Sag nichts. Hey, ich bin da, der ganze Loot ist noch da. Tatsächlich steht er daneben. Sandro, guter Mann. Ich hoffe, du bist noch da. Protect the loot with your life. Hab's schon gesehen. Ich hab bloß das Beutel nicht auf Anhieb erkannt, weil es ein bisschen komisch ausgeschaut hat. Vielleicht so, wir haben einen Zombie erschlungen. Erschlungen, Moment. Erst einmal sauber nicht gesehen mit der Spacken! Easy! Was hat ihr da? Ah, Paprika verdorben, das ist natürlich nichts. Ich komm schon. Wir holen uns unseren Loot. Eigentlich darf man nicht holen, wir haben ja gestorben. Was haben wir da? Ah, EK18. Du, den nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Und schon haben wir wieder Waffen. Was ist denn das? Da was drin? Und der Schuss drin? Ja. Kann ich den eigentlich nicht nutzen? Der ist ja schon wieder ruiniert. Ja. Schuss drin? Ja. Hätte mich gewundert. Hast du vor, dass du Dying Light spielst? Noch nicht. Es ist mir laut Test und so weiter und noch von Spielerberichten zu verbuggt. Eingesperrt, du Klappspaten! Bye! Kann noch einer fragen, bitte? Was möchte denn der Herr Sonntag wissen? Ich möchte dann wissen. Ziemlich knuspriger Honig. Oder frisch Bauernbrot mit Butter und Honig. Obergeil. Ja, in Ordnung. Ich weiß nicht, warum ich mir da jetzt einen Toast einbinde. Ich verbinde einen Honig irgendwie mit Frühstück. Bitte frag mich nicht, warum. Oh, Plastikflaschen. Welch dämlicher Zufall. Was ja immer mehr Dusel als Verstand. Ja? Darf man erstmal die Plastikflaschen aus, damit nichts passiert. Sandro! Protect my loot! I'm coming! Wenn Dying Light... Achso, wegen Dying Light meinte er. Ich check jetzt nicht gerade ganz, ich glaube, es ist ironisch gemeint. Weil schon so viele Leute gefragt haben wahrscheinlich, verstehe ich es richtig? Für mich aber nicht ganz einfach, den Chat so nachzuvollziehen, wenn es ihr untereinander schmeckt. Macht's mir nicht einfach. Oh, Jeans Hotpants. Wieder. Okay. Also, Dying Light ist erstmal raus. Aber
mit der wir nicht wangeln. Ja? Der Herr Rainer Winkler, der beschwert sich da auch immer gern drüber. Ich habe schon 1000-mal gesagt, dass ich keine Ahnung, kein Wasser in die Beine habe. Ich bin ein sehr fitter Mensch. Für das, dass ich ein sehr fetter Mensch bin. Bla bla bla. Es ist nicht zu jeder Zeit jeder da im Stream, wenn ich bestimmte Sachen sage. Darum werden sich eine Fragen, vor allem nach populären Spielen, immer wieder mal kommen. Oder einfach gern oft gefragte Fragen werden einfach immer mal wieder kommen. Darum werde ich die ja in aller Ruhe immer und immer wieder beantworten. So gut ich kann. Und wenn es auch mich irgendwann einmal nervt, dann seid mir bitte nicht böse. Wir haben es mittlerweile schon geschafft, den Song, dass die Leute endlich aufhören mit einem Leberkäse-Scheiß. Wo ich sehr froh darüber bin, darum nehme ich jede andere Frage, die 14.000 Mal beantwortet, liebend gerne in Kauf, Kinder. Jetzt euch nicht oben. Ah, gibt es jetzt auch mal einen Loot da herin irgendwo? Loot! Ah! Dein Muttern! Ja, ab. Da mal zu, dass du nicht rauskommst. Abspaten, du. Abflug. Wo ist Heisel zum Beispiel, ja. Wobei auf TikTok. Auf TikTok flippt gerade wieder irgendjemand aus und hat irgendein, was weiß ich, hat irgendeinen Leberkäse-Burger halt gemacht. Und das wird mir schon wieder 100.000 Mal geschickt auf sämtliche Plattformen, auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf was weiß ich wo überall. Oh, hat man die gesehen? Gucken wir uns einmal vielleicht. Oh, Scheiße, in welche habe ich mich jetzt verlaufen, oder? Habe ich mich jetzt nicht verlaufen, ich Trottel? Da zu mal. In welche Richtung müssen gehen? Was ist mit dir? Du hast einen Heimer Wundern-Rucksack. Hier gefälligst. Ist jetzt der Rucksack vielleicht mal nicht ruiniert? Doch. Rutze, fix nochmal. So typische Fragen wie: Mein Vater isst Ketchup zum Leberkäse. Bin ich adoptiert? Ja, also ich kann. Nein, da haben wir schon oft drüber geredet. Ne? Da haben wir schon oft drüber geredet. Da habe ich mich selber ein bisschen hinmanövriert. Ja, damals, also wirklich mittlerweile kann man sagen, damals, 2017 hat das einfach angefangen. Mein Kanal wird jetzt dann einfach bald 5 Jahre alt. Seitdem man das, ich sage jetzt mal, als halbwegs ernstzunehmend betrieben bezeichnen kann. Und zwar im Mai. Da gibt es so ein kleines Spezial dann in Form von, das kann ich noch nicht verraten. Kein Video, kein Stream, kein nix. Es gibt was, es gibt einfach was. Oh, Patrouillenhose. Die nehmen. Rudi, die nehmen. Oh, die schaut gut aus. Schauen wir aus wie ein kleiner Gummisock. Und das wird, glaube ich, wird wann? Mai, 4. Mai oder so ist How to Leberkäse gekommen und dann habe ich das angefangen mit den typischen bayerischen Themen. Ich habe das damals auch richtig gut gefunden. Ja? Richtig und gefeiert. Ich finde das auch heute noch in Ordnung. Ja? Aber ich finde es halt einfach nicht mehr lustig. Und was ich am allerwenigsten lustig finde, ist diese Heerschar an TikTok-Fotzen und Trotteln, die mich so hart versuchen zum Kopieren, was ich schon vor 5 Jahren gemacht habe, dass es halt nur noch lächerlich ist. Und was halt einfach noch viel lächerlicher ist wie alles andere, dass es immer noch Leute gibt, die es immer noch lustig finden. Die immer noch drüber lochen, wenn irgendjemand sagt: Oh, der Preis oder Ketchup in seiner Leberkäse mir eingeschmiert. So ein Trottel. Da kann er mir Sau die Burgpfosten austeilt. Da denke ich oft, und jetzt bitte, ich möchte niemandem zu nahe treten, Alter, wie krass muss ich hängen geblieben sein, dass ich dies nach 5 Jahren immer noch lustig finde. Das ist, also, um Gottes Willen. Ich hab's auch mal lustig gefunden, sonst hätte ich es nicht gemacht und nicht in dem Ausmaß, ja. Da sind Zufälle daraus entstanden. Ich bin mehr oder weniger dadurch so bekannt worden, wie es halt jetzt in dem Level-Umfang in meiner Welt ist das riesengroß, wie ich halt nun mal jetzt bin und darauf, das basiert auf diesem Humor. Ich hab den auch gefeiert, aber mittlerweile muss ich sagen, immer wieder mal. So einmal im Monat habe ich so das Gefühl, kommt jemand ins Discord oder das kommt eine Nachricht oder irgend sowas, wo noch jemand schreibt so: Oh,
Mein Spezi hat letztes Mal Mayonnaise in sein Leberkäse semi eingeschmiert. Ich habe ihm ein Brotpfotzen gegeben, ist das gut? Und ich sitze daneben und denke mir so... Ja, okay. Ich kaufe Dinge, die mit Sicherheit nicht passiert sind, für 5000. So, was zum Essen war jetzt nicht so verkehrt. Aber einen Honig haben wir noch. Oh, ein Gaskocher. So. Wurzenringmantel. Mantel, wir haben hier unseren Loot gleich wieder. So, Küste, Küste. Rechts von uns, weiter geht's. 21:20. Hol dein Klump und der schießt nochmal wen. Weißt du, wie das? Oh, das ist schon 20 vor 10. Weißt du überhaupt noch, wo du hin musst, Birger? Ja, ja. Grob. Wir haben jetzt da gerade in der Stadt, ich loot die Häuser bloß, damit ich was zum Essen finde. Damit wir nicht verhungern, bis wir da sind. Aber jetzt können wir mal ein bisschen steiler laufen. Ich glaube, wir haben ja in Elektro und rechts von Elektro kommen wir dann langsam der Stadt näher, wo wir gestorben haben. Wenn wir unseren Loot wieder haben. Schauen wir mal. Leute, ich übersehe da schon wieder Donations. Was ist da? Ich kann sehen. Andy, danke dir. How to Rage Birger. TikTok, Gabel in Weißwurst, Radler, Preis Leberkäse mit Ketchup und mehrer Blödsinn. Fortsetzung folgt beim Zukunftsbirger. Du, ich hab auch den Blödsinn wieder auf TikTok aufgetan. Aber einfach nicht weil ich mit TikTok irgendwas reißen möchte. Ganz, seid's mir nicht böse, aber der letzte Volltrottel auf dem Planeten kann mit TikTok was reißen. Und ja, ich hab TikTok Kruzifix Phase 2 im Sinn, weil einfach mal zum Schauen hat sich TikTok innerhalb von einem Jahr verändert und dann habe ich eine ganz massive Theorie über TikTok und Chinesen und was weiß ich, die habe ich gehört, gelesen und wenn das wahr ist, dann leckt mich am Arsch, Alter. Geniestreich muss ich einer lassen, aber das erkläre ich euch dann im Video. Wenn das wahr ist und dann leckt mir am Arsch, Alter. Genau, CodeKit Parallelwelt. Und der zeichnet ab, ich hab auch kurze Zeit dann Spaß daran gefunden an diesen Shorts. Ja, an diesen 20-Sekunden-Videos, 15-Sekunden-Videos. Und ich kann dir genau sagen, warum. Weil die Scheiße keine Aufwand ist. Und zwar in keinster Weise. Diese Scheißdrecks-TikTok-Fotzen, die einen Scheißdrecks-Videos in keinster Weise editieren. Und wenn, dann am Handy. Das ist ja wohl lächerlich. Das als Arbeit zu bezeichnen, ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein beschissener Witz. Jeder Scheiß-Trottel. Entschuldigung, aber es ist halt so. Jeder Scheiß-Trottel kann auf TikTok was zerreißen. Jeder. Fucking everybody. Du musst nichts kennen, du musst nichts wissen, du musst nur tanzen wie ein Behinderter und irgendeinen Mist machen. Und das war's. Rennen und hochladen. Ja? Aus. Das ist so lächerlich und sie damit zu brüsten, ist eine absolute Frechheit. Denn ich kehrt alle links und rechts das hier gefotzt, dass nicht mehr feierlich ist. Weil es nur noch peinlich ist. Ganz extrem selten, dass da große Kanäle gibt, die halbwegs erträglichen Content liefern. Ganz wenig. Hey, da ist ein Brunnen. All of a sudden ein Brunnen appeared. Schauen wir, ob wir erschossen werden. Hallo? Kann mich bitte niemand erschießen? Die Sonne geht gerade wieder auf. Hallo? Das tun wir mal wieder aus der Hand. Dann saufen wir uns sauber voll. Rendern ist Arbeit, stimmt. Ihr unterschätzt das immer. Jetzt fühle ich mich gemobst. Warum? TikTok was zerrissen. Ja, da darfst du ja gemobbt fühlen. Es gibt keinen... einer von 100 TikTok-Kanäle macht Content, der nicht absolut cringe ist. Dieses scheiß Idiotengetanze und dieses scheiß... Was soll das? Wo ist denn da eine Art Mehrwert für irgend... Ist das das ist nicht lustig, das ist nicht die kennen... Weil, nix gegen Tanzen, Alter. Anspruchsvoller Tanz, was weiß denn ich? Ich finde zum Beispiel Breakdance ganz geil. Ja, wenn das jemand drauf hat, ist es einfach geil und da hat er lang dafür geübt. Aber dieses scheiß Arschgewackel von diesen scheiß 12-jährigen, 14-jährigen Kackfotzen. Was soll denn das? Alles, was das tut, ist da... Ja, leck mich da am Arsch, Alter. Was soll denn die Kacke? Wie total lächerlich. Da wenn er mir auch nicht dabei ist, die richtig tanzen kann und die Körperkontrolle hat. Und nicht ein absoluter Grobmotor, der zu irgendeinem scheiß Mongolier umeinander tanzt.
Dann sage ich ja. Dann sage ich, okay, du hast tanzen gehen, du weißt, was du tust. Du kannst was, dann musst du nicht einmal, dann musst du deine Videos nicht schneiden können oder da irgendwas etwas halbwegs Besonderes draus machen oder da Arbeit einstecken oder klang aufnehmen, obertanzen, fertig. Ja, das Problem ist, dann war's es aber halt auch. Dann hast du ein TikTok-Video, du hast getanzt und dann wissen es jetzt alle. Was tust du jetzt dein Leben lang 10 Sekunden Tanzvideos? Was soll das? Was ist das? Warum? Einfach nur warum. Und was weiß ich, was da ist für eine Trendscheiße. Also, ganz selten gibt's was, ganz selten, das mich zum Schmunzeln bringt. Ja, aber das ist so fucking selten, dass ich gar nicht weiß, wie selten. So, erstmal mal ein Stückel Honig, so schaut's aus. Ab und zu sag ich aber auch, ich tät's. Weiß ich nicht, was du meinst. Alter, ich lade von dir Videos auf und markiere dich. Bitte meldet mich nicht. Das lass ich dir dann schon wissen, wenn du groß genug bist. Hey, all of a sudden the military. Ah! Au! Hey, du Arschloch. Was ist los mit dir? Abhauen. Abhauen, Alter. Ah, es soll einen Headshot geben. Alter, das ist all of a sudden the military tent. Hallo? Ja, das ist eine Wanderjacke. So sonst leider nichts. Schade. Na gut. Oh, fuck. In TikTok habe ich jetzt nur Müll gesehen. Ich habe auch nicht recht viel Brauchbares gesehen. Ich sag das, was es ist. Gut, wo ich nicht mitschmerzen kann, ist, ich habe den Algorithmus dahinter aber auch nicht getriggert. Das heißt, mir wird einfach der trendigste Trend-Scheißdreck von Welt vorgeschlagen und das ist ja nur hirnverbrannte Scheiße. Also das ist ja nur völligst hirnverbrannte Scheißdreck. Ja, das haben wir letztes Jahr vor einem Jahr, die Jessie da. Was ist das für Content, Alter? Was zur verfickten Hölle ist das? Was möchtest du mal sagen? Was soll das? Oder der andere Trottel? Wie hat er ihn geheißen? Der Freerun, alle. Was soll das? Was soll das? Was ist das? Was kann das? Nix. Völlig talentbefreite Scheiße. Und Hunderttausende von Leuten feiern das. Unfassbar. Völlig unfassbar. Da kriege ich auf alle Fälle wieder ein besseres Gewissen dabei, weil ich bei manchen von meinen Videos denke, das ist absoluter Müll, wer schaut sich sowieso. Aber ganz ehrlich, im Vergleich dazu, oh mein Gott, habe ich einen verfickten Oscar verdient. Hab ich. Die Jessie hat geheult, als sie drauf reagiert. Ach, bla, das ist schlecht. Ich hab das Video gesehen. Die hat mich übrigens auch angeschrieben. Die hat ja versucht zum Kontern. Nein, die will auch. Die will 5% Hirn gehabt, hätte die Frau. Hätte sie einen Merch aus 4000 km/h Kicker gemacht. Hätte es gewungen gehabt. Ja. Zu spät, Jessie. It's too late. Wie gern jammert der Bürger? Ja. Oder jammern. Hirschi. Der Unterschied zwischen jammern und eine ganze Generation. Oh, Dosenpfirsich! Da, auf nach Kamijowo, so schaut das. Das ist keine Jammerei, das ist einfach nur die Tatsachen auf den Tisch legen. TikTok ist schwerstens dafür verantwortlich, dass die Generation, die gerade so 14 ist, ich weiß nicht, wie viele Generationen das hinter mir ist, 2, eine dermaßen verweichlichte Muschi-Mofa-Scheiße ist, dass das nicht aushält in einem Scheiß-Schädel drin. Von allem getriggert, alle ziehen sie als Mädels, oh, du sagst zu einer Depp und sie fangen das Trenzen an. Das ist eine Scheiß-Fotzen Rumgetue, das ist unerträglich. Und das hat und die Generation vor mir schon über uns gesagt, ja, weiß. Aber das ist ein whole new level, Alter. Das ist ein fucking whole new level. Alle bloß noch mit Undercut und pinky Haar und jeder ist bloß nur schwul, weil es cool ist und nicht, weil er verstanden hat, was es eigentlich bedeutet und was soll denn die ganze Scheiße eigentlich? Unerträglich. Unerträglich. Und wenn ich hierher sitze und ein falsches Wort sage, und ich sag gern falsche Wörter, der zeigt nicht ab, bin ich das Arschloch. Ganz ehrlich, jeder von einem mit einem Drecksgetue fickt euch durch die scheiß Bank, Alter. Fickt euch. Und hoffentlich haut euch wirklich einmal in der freien Wildbahn für euren Scheiß einmal nicht so richtig aufs Maul, dass ihr kapiert, was eigentlich los ist. Weil es anders nicht versteht, Alter.
Scheiß Gender-Scheiße da. Was soll denn das eigentlich? So, jeder tut, was er möchte. Versteh mich nicht falsch. Ich hab kein Problem mit den Leuten. Ich hab mit denen ein Problem dann, wenn sie mir auf den Sack gehen damit. Ja? Ich kenn nur Schwule und Homosexuelle, die mir mit ihrem Scheiß halt nicht auf den Sack gehen. Man, du erkennst natürlich, so ein bisschen fast schon klischeehaft, dass Leute schwul sind. Das erkennt man einfach. Ja, aber es gibt Leute, die rein das so dermaßen unter die Fresse, dass ich sagen muss, hau ab oder ich hau da eine auf dein Schwuchtelmaul. Entschuldigung. Dann muss ich das sagen. Es hilft nicht. Und es gibt sicher eine Leute. Gibt nicht so Gaudi, dass wir mir unseren Pralin-Squad da herin haben. Die halten einfach, die halten einfach das Maul. Es ist doch völlig egal einfach. Sagen wir es so. It's fucking egal. Aber wenn du dich aufführst wie ein Trottel, dann muss ich dann nicht aufs Maul hauen. Es hilft einfach nicht. Es hilft nicht. Anders wird es nicht verstanden. Ja, aber dann wird gewonnen. Und du kommst ins Internet. Und es geht viral. Und dann bist du ein Schwulenhasser, ein Schwulenverprügler oder ein Frauenverprügler, weil heutzutage weißt du nicht mehr, ob es ein Food oder ein Schwanz zwischen die Füße ist. Du weißt es nicht. Oder beides. Who knows? Naja, ich hasse es. Es ist ja noch nicht einmal ganz zu uns umgeschwappt. Wir brauchen immer so 2 Jahre, bis das von den USA zu uns umkommt. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also, so wie es die letzten 2 Jahre in die USA ausflippen zu dem Thema, hier Black Lives Matter und den ganzen Scheiß. Und was da passiert, ist auch nicht richtig, natürlich nicht. Es ist aber halt dann auch nicht richtig, die Stadt zum Zünden und Geschäfte zum Plündern, die damit nichts zu tun haben. So, das Nächste. Also da kann man lang diskutieren und das hat bei mir eigentlich nichts verloren. Ich weiß gar nicht, warum rede ich da überhaupt gerade drüber? Was ist da los? Joxi Guten, servus Chef, alles klar. Ich muss kurz mal nachlesen, was ist da los? Joxi, merci für deinen Zehner, der ist zu viel und du weißt es. Servus Chef, alles klar, machst du Live-Kruzifix? Irgendwie glaube ich gerade schon. Vielleicht ist mir auch schon wieder das eine oder andere Wort rausgerutscht. Keine Ahnung. Uzi, wenn du die ersten 10 Stunden Cringe aushältst, dann wird es immer besser, weil der Algorithmus echt unglaublich gut ist. Und dann kommst du auch zu richtig witzigen Sachen. PS, letzte Donau übersehen. Uzi, sorry. Sideching, TikTok, das Tinder dafür Pfarrer. Nächstes Thema. Was meinst du, wie viele alte, unterhämmert mit Senfleck Wichser daheim sitzen und sie auf die 12-jährigen Mädels auf TikTok einen wichsen, weil sie halt knockert umeinander tanzen? Ich mag's gar nicht wissen, Alter. Ich will es nicht wissen. Andi, merci für den Fünfer. How to Rage Birger, TikTok, Gabelweiter haben wir schon geholt. Uzi, was ich zu deinen Leuten sagen muss, The Following war der einzige DLC, den ich bis jetzt gekauft habe. Der jeden Cent wert war. Dann hast du die 2 Witcher-DLCs noch nicht gespielt. Ich finde halt, bei dem Game geht es mehr darum, chillig nach der Arbeit ein paar Zombies schnetzeln und irgendeinen Scheiß machen. Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja so ein bisschen das, was mich damals die ersten Male in der Open World fasziniert hat. Du kannst machen, was du willst. Ey, wie viel... Das hat ja mich in GTA 1. Oh, was haben wir da gefunden? Sprite Lemonade! So, jetzt müssen wir uns eine Pfirsich aufmachen. Sandro! Ich bin auf dem Weg! Ich mache noch meine Dosen auf und dann komme ich. Da hinten muss kein Michovo sein. Wir haben ja gleich da. Aber es ist ja gleich 10. Nee. Oh, ich hab einen Hecht gehört. Oh, die Dosenpfirsiche sind auch bloß halber hier. Nice. Der Dr. Mattwurst schreibt: Hey, Birzack, was ist denn deine Meinung zur Gothic-Reihe? Beste Spielreihe EO West, außer Gothic 4. Über das reden wir nicht. Hashtag eigene Meinung. Ich muss ganz ehrlich sagen, Gothic ist so lange her und das habe ich damals nicht so gespielt, wie das viele getan haben. Damals war ich noch nicht so into Roleplay-Games. Kann ich nicht beurteilen. Ich sag das, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe allerdings... Ich habe das ein bisschen cringy in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Ich weiß, Gothic ist schwerst gefeiert von einer riesen Community, aber... weiß nicht. Birger, bin hinter dir. Bist hinter mir. Kriegen wir schon. Vielleicht sehen wir uns heute noch. Rotorex, wehe, du schießt mich. Hau ich dann knockert Nose. Dann gibt's so eine mit der Lee-Keule. Hab ich schon wieder was? Check the Ripper. Blutdruck, Birger. Blutdruck! Alles gut. Merci dir für deinen Zwickel. Mr. Bossmann, endlich sagt's einer so, wie es ist. Danke, Hashtag bester Mann ever. Ja, ganz ehrlich, es sagen mehrere Leute. Bloß haben zu viele Leute... Was liegt denn da oben an? Oh, ein Blatt Papier. Das brauchen wir nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich sage einfach immer schon, was ich mir denke. Natürlich nehme ich an ein paar Stellen ein Blatt vor den Mund. Man nehme How to austreten von vor einer Woche. Natürlich bin ich mir bewusst, auf was ich mich da einlasse. Natürlich hätte ich viel mehr in das Video einbauen können und sagen können, als ich getan habe. Und ich hätte es auch gern da. Aber ich bin halt nicht...
komplett behindert ins Messer laufen, ist halt einfach nicht so schlau. Und ich habe sehr wohl sehr genau aufpasst, was ich sage, wie ich die 1, 2, 3 happigen Stellen sage und formuliere und so weiter. Die kennen mir gar nichts, sagen wir es mal so, wie es ist. Darum haben die Videos erstens monetarisiert, sowohl auf YouTube als auch auf Facebook. Und ja, mehr gibt es nicht zum Song. Ich glaube, da vorne ist unser Stock, wo wir gestorben haben. Spielst du mal Euro Truck Simulator? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Was sagst du zu Battlefield 2042, beziehungsweise hast du schon gespielt? Ich hab's mir leider Gottes vorbestellt und die größte Frechheit war Battlefield 2042 letztes Jahr. Absolut unfertig, absoluter Schrott. Völlig unspielbar. 4 Stunden Playtime, deinstalliert, nie wieder angelangt. Du sollst warten, Birger, Rotorex hat Essen. Was? Wir haben doch eh schauen so, oder? Wir haben ja völlig stabil. Gib dir. So, da vorne ist das Haus, oder? Wo man da geschossen haben. Oder ist das schon Kamijovo? Schauen wir mal lieber. Schauen wir lieber, bevor wir da... Ja, das ist... Ja, da liegt das Fernglas, das haben wir vorher auch schon gesehen. Haben wir schon da... Da ist der Zombie-Sepp. So, dann haben wir das erste Haus und da ist er drin gestanden, der Trottel. Zombie-Sepp. Wer immer er ist, wahrscheinlich der Sandro. Sandro! Alter! Protector of the Loot! Wie tut man das gleich wieder? Was hab ich? Hab jetzt ein... Ah! Nein, kein Fackfinger! Nein, nicht ins Eckstein! Nicht ins Eckstein! Hallo! Hier schauen! Kriegst du... Da! Alter! Looten, Alter! Wie gut, Alter! Sau stark! Unfassbar stark, Alter! Hast du alles übrig gelassen, oder was? Ist mein... Alter, da ist Zeug. Ich nehme jetzt mein Zeug da wieder raus. Den Rest lasse ich liegen und den Rest darfst du nehmen, Alter. Ich gebe da ein bisschen was von meinem Zeug. Also, wenn du das nicht verdient hast, dann weiß ich auch nicht, wer es dann verdient hat. Soll mir die Hosen jetzt... Was? Alter, das behält mir. Ich... Ah. Oh, da draußen prügelt jemand. Jawohl! Das ist der Rotorex! Achtung, ich weiß nicht, wie man winkt. Rotorex. Rotorex! Lauter stabile People, Alter. Ja, ich muss noch schnell mein Zeug zusammenklauen, bei sowas. Und dann brauchen wir für ihn, er ist so knockert. Was du denn? Du bist so knockert. Protect the entrance. Fensterscheiben sind übrigens kaputt. Bemerke ich gerade so in meinem jugendlichen Leichtsinn. So, wo ist jetzt der ganze Loot? Ja, mit dem Loot. Wo ist meine Hosen? Irgendwo, wo ist denn... Da ist noch jemand! Oh, ein Rothaariger. Ein Seelenloser. Der Rucksack. Nehmen wir. Ein Gürtel. Den nehmen wir auch. Haben wir noch einen Helm? Wo ist denn mein ganzes Zeug eigentlich? Da liegt der SG5. Die kann irgendjemand von euch nehmen, wenn er mag. Und ich... Wirf meine Hacke am Boni. Was haben wir da eigentlich? Wirf wir das am Boni. Wirf mir jetzt den Scheiß da weg. Was ist denn mit ihm? Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Was ist das für Munition? 19 Mund. Ja, Alter. Was willst du da sagen, Alter? Stabil. Anders stabil. Haben wir das? Ja, dann ist er wieder back in business, der Herr Lee. Der dieser. Jetzt haben wir uns mal Helgsteak rein. Kinder, Helgsteak? Ich hab Helgsteaks für alle. Braucht jemand ein Helgsteak? Ich kann leider in-game nicht schmatzen. Warte mal, das können wir mal ausprobieren. Hallo, Mike Test 1.3. Kann mich von euch irgendjemand hören? Servus, bitte. Oh, leck, Alter! Da war der Russendialekt. Hab ich das richtig gehört? Hallo? Ah, ich bin Schweizer. Oh mein Gott, Schande über mein Haupt. Ich hab's nicht richtig gehört. Schwitter, Grüße an die Lieblingsnachbarn. Ab in den Chat. Ja, was soll ich jetzt sagen? Scheiße, klappt das Zeug auf? Braucht's irgendwas? Ich weiß nicht. Da, Pepsi-Cola ist ruiniert, schmeiß ich im Brot rein. Makellos, da ist alles stabil schon. Vor allem mein Gewand ist auch nicht kaputt. Meine Jacken ist nicht kaputt. Mein Feldwesten ist nicht kaputt. Da ist nichts kaputt. Und ich check nicht, ich weiß nicht, wie wir mir gestorben haben. Ich sag das, wie es ist. Da, wo ist denn der Gaskocher? Da ist der Gaskocher. Braucht jemand Helgsteaks? Gibt's einmal die Leute Helgsteaks. Ich wirf die am Boden rein. 1, 2, 3, 4 Helgsteaks for everybody. Dann
Wer hat meinen Loot als erstes protected? Ich glaube, das warst du, gell? Weißt du, was ich dir spendiere, Meister? Du kriegst von mir mein Scharfschützengewehr. So schaut's aus. Bam. Da, mit Magazin. Und, pass auf, Schuss habe ich auch noch ein paar. Was haben wir da? Was brauchst du für Schuss? Sim 62 x 39. Sim 62 x 39. Bam. 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 Bam, Alter. Weil wenn das nicht stabil ist, dann muss ich sein. Hey, ganz ehrlich, hey, falls ihr mich ingame Herz. Wer war denn da als erstes da? Ich glaube, der Schweizer war als erstes da, der Nockerde. I proudly present to you. Oh, der hört mich. Ja, genau, ich bin da gewesen. Ja, dann, ich spendiere mein Scharfschützengewehr. Habe ich da hingelegt am Boden. Viel Spaß damit. Möge sie dir mehr Kills bringen als mir. Ja, danke schön. Schweizer Dialekt ist so geil. Schweizer Dialekt, dankeschön. Kriege ich bitte einmal ein Original mit Schweizer Dialekt, habe Dritterli. Habe Dritterli. Du bist der Beste. Viel Spaß mit dem Scharfschützengewehr und danke fürs Loot aufpassen. Sau geil, Alter. Sehr geil. Ab in den Chat. Hashtag Lieblingsnachbarn hoch 2 mit einem Herzl. Wer nicht mitmacht, schlägt einen Schweizer Käse. So geil. Ein Schweizer Dialekt ist echt stark. Wir haben bei uns in der Eve Corp haben wir auch einen Schweizer, der hat auch einen ziemlichen Schweizer Dialekt, aber nicht so krass wie er. Super geil. Super geil. Stark, gefällt mir. Yo! Ja, Freunde der Sonne, aber ich sag euch was, damit ist die Staffel beendet. Ja, Freunde der Sonne, dann sage ich merci fürs nicht umschießen. Vor allem an den Rotorex, der offensichtlich schon mal equipped ist. Jetzt kann ja jeder nochmal in die Kamera winken, wenn er lustig ist. und sagen, was er schon immer mal in einem Stream sagen wollt. Ihr habt freie Bühne, es ist euch überlassen. Du bist der beste Bürger. Mach's gut, fertig. Zu viel des Lobs. Wie geil. Absolute Ehrenmänner. Fangen nicht das Prügeln an und führen sie. Eigentlich sollte man nur einen Community-Zock mit Daisy machen. Eigentlich sollte man es noch machen. Eigentlich sollte man einen Community-Zock machen. Glaub das bisschen. Auf einem Lara-Server und dann, was weiß ich, einmal irgendwo rumlaufen einfach. Oder ins Airfield und PvP oder was weiß ich. Sollte man das machen? Ich glaube schon. Ich sage vorher einen Server an, ich sage einen Ort an. Nächsten Montag. Aufschreiben. So, was ist das Herzl? So. Herzl war F3, glaube ich. Jawohl, so. Feuerwehr Axt Royal. Wer als erster ein Auto zusammen hat und dann Rennen fahren. Ja, das wird schwierig. Daisy Royal. Dann verrecken es alle, weil das Essen nicht lang. Ja gut, dann müssen wir halt Helche, Jung. Ja, als Gruppe agieren. Ingame Voice ist auch in Ordnung, solange keiner umeinander bläht, aber da werden wir uns schon drüber halten. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist ja fast schon Wahnsinn. Aber ich garantiere euch, dass wir sterben. Ja, das können wir probieren. Wenn wir das durchziehen und wir werden nicht gestreamsniped. Dann haben wir die krasseste Community, die umeinander rennt. Aber es ist unmöglich, dass wir nicht erschossen werden. Da macht sie irgendwo eine kleine Gruppe auf dem Weg, sagt uns, bumm, da schießt 10 Leute. Leerer Server und PvP-Verbot. Ja gut, was hilft uns? Man kann ja trotzdem die Leute schießen. Ja, hau eine allein schon das Bild, wenn 50 Mann die Straße lang rennen. Ja, eigentlich müssen wir. Leute, müssen wir. Weißt du, was ich euch sage? Ich lock mich jetzt da aus. Genau in dem Haus da herin. Genau in diesem Haus da herin. So schaut's aus. Jetzt wird sie ausgelockt. Die Herren, ich lock mich aus, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Nächsten Montag seid ihr dabei, dann machen wir Community-Zock. So schaut's aus. Das wird legendär. Jetzt haben wir gestorben, wir haben einen Kill, wir haben aber auch nicht so wirklich. Oh, wir haben einen Heim vergessen, gell? Den Heim haben wir vergessen. Ja, scheiß drauf, wir haben die anderen nicht. Da wird ein bisschen Munition knapp wahrscheinlich. Wir können uns nicht recht lang aufführen, aber keine Ahnung. Erika Marsch ins Airfield. Da hätte ich auch vorschlagen. Also deswegen installiere ich mir das Spiel wieder. Ich sage euch auf alle Fälle einen Server. Ihr seht da jetzt einen Server, was das für einer ist. Ob das der Server bleibt, und jetzt zuhören, ob das der Server bleibt,
kann ich noch nicht sagen. Wir werden uns wahrscheinlich eher, ich werde mal einen Lara-Server suchen. Einer, der zumindest auf Low ist. Damit so viel rein können, wie es geht. Ich werde da am Sonntag im Discord schon ankündigen, was für ein Server und wo wir uns treffen. Dann habe ich ja auch genug Zeit, dass ich auf den Server gehe und da hinlaufe. Ja? Und dann machen wir nächsten Montag die letzte Runde DayZ und jeder kann mitspielen. Und dann schauen wir. Und im Discord gibt es natürlich auch bekannt, was für Server, wo wir uns treffen und so weiter. Das Jahr 22 muss ich schon anstrengen, um das zu toppen. Was meinst du? Was muss denn toppen? Als was muss es, also dich selbst. Das schaut mir richtig badass aus mit der Maske und der Militärkappen. Eigentlich schon, gell? Schaut irgendwie, ich finde, dass wie nennt man die Kappen da? Militärkappen, keine Ahnung. Offiziersmützen. Immer irgendwie recht stechert und recht, wie soll ich sagen, bedrohlich ausschauen irgendwie. Frag mich bitte nicht, warum. Russenkappen. Ja, ich sage jetzt einmal, Nazi-Offiziere haben ja dieselbe Form von Mützen auf. Die Aktion gerade war doch super gut. Ja, war's ja! Aber genau perfekter Zeitpunkt, genau noch mit zum Loot gekommen, haben wir unsere Zeit gekriegt. Und ich sag dir ganz ehrlich, uns hat niemand erschossen. Sonst war es ist der ganze Loot nur da. Und es ist nichts kaputt oder beschädigt. Mindestens, keine Ahnung, also mindestens der Helm muss kaputt sein. Die Masken muss kaputt sein, wenn er meinen Kopf geschossen hat. Wenn er meinen in den Oberkörper geschossen hat. Muss die Westen kaputt sein, alles was in der Westen drin ist, und die Jacken kaputt sein und alles was in der Jacken drin ist. Keine Ahnung. An dieser Stelle. Friends of the Sun. Friends of the Lower Bavarian Entertainment. Bullshit. Bullshit. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und alle, die auf Twitch sitzen, wechseln jetzt zu YouTube und liken da. Einfach, weil es wichtig ist. Was glaubst du nicht, ist wirklich wichtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. DayZ ist einfach immer gut. Ich sag bloß, it's okay, it's okay, it's okay, it's not okay! Nächsten Montag, Staffelfinale, DayZ 2022. Community Zock. Ich werde euch auch sagen, wo wir spielen, auf was für einem Server und wo wir uns da treffen. Vielleicht trifft man uns auch schon ein bisschen weiter im Landesinneren, dass wir nicht so weit ins Airfield haben. Und dann, ja. Da ist er. Habe ich schon wieder Donations übersehen. Ich habe mein Ding ist abgehackt. An meinem zweiten Monitor sehe ich nochmal eine Liste. Jetzt muss ich kurz mal was trinken. Sekunde. Muss ich kurz mal was trinken? Da. Ist mein Donation-Fenster abgehackt. Ich sehe nichts mehr. Aber ich schaue schon noch. Pass auf. Jack the Ripper. Schon wieder mit einem 10er. Jetzt muss man dann kurz einmal eine kurze Donation-Ansage machen, weil sie alle den Superchat hernimmt. Birger, wenn uns waret, ich hab selber einen Server aufgebaut in DayZ. Falls waret, könnt ihr jetzt drauf zocken am Montag. Kann's auch alles sperren, dass keiner sonst rauf kann. Das macht ein bisschen Randomness zunichte. Ich möchte es ja ausprobieren. Ich möchte ja ausprobieren, ob wir so stabil sind, alle die zuschauen, dass uns keiner da schießt. Ob wir sich eine ehrenlosen Leute in der Community haben oder nicht. Herr Jack the Ripper, vielen Dank für das Angebot. Das lasse ich mir durch den Kopf gehen bis zum Wochenende. Wenn ich mich nicht rieche, ansonsten rieche ich mich im Discord. Mittag! Lee's back! Ich hab vorher schon mal gelesen. Auf Lee standen oder irgendwie so. Jack the Ripper, der 10er ist zu viel. Bussi aufs Nussi. Ich komme darauf zurück, aber so ein DayZ-Server ist zur Not gleich gemietet. Aber für einen Stream rentiert es sich auch nicht wirklich. Uzi! Zu Battlefield, so ich nur Scharfschützinnengewehr gelesen, danke, nein und deinstalliert und Refund. Ja, für das habe ich leider Gottes zu lange in der Beta gespielt. Und interessanterweise hat es sich in der Beta besser gespielt wie im Release. Da war ich richtig lästig wegen Battlefield. 110.000 Abos, Glückwunsch! Herzlichsten Dank, da hat uns How to austreten in ziemlich kurzer Zeit von 109.000 auf 110.000 katapultiert, kann man jetzt nicht sagen, weil so ein Hype wie 2018 und 2019 wird nicht nochmal passieren. Da bin ich mir relativ sicher. Aber geht schon was. Haben wir in den letzten 2-3 Monaten haben wir 5, 6, 7, 800 neue Leute auf alle Fälle. Doch noch vergessen, Herr Schulz, ich bin noch nicht fertig.
Herr Dr. Schulz, wegen TikTok. Ich hab nicht, ich hab nicht just noch geschafft, aus der Generation außergeboren zu werden. Bin vor kurzem 18 geworden. Ja, du bist schon eigentlich auch die Generation. Aber die interessiert sich Gott sei Dank nicht. Und mein 15-jähriges Geschwister gibt mir mehr Fragen auf wie sonst was. Man kann fast nicht von einem Generationenkonflikt reden, weil der Abstand vielleicht 3 Jahre ist. Ja, in deinem Fall, es ist ja nicht so, dass eine ganze Generation komplett verblödet, aber ein Großteil. Und vor allem bin ich so schockiert über die Mädels. Die lassen sich, die feiern das aus irgendeinem Grund, dass da irgendwann vor der Kamera halb nackert umeinander tanzen und das finden sie dann toll. Ich kapier nicht, was das soll. Ich kapier's nicht. Lisa Reaction, Alter. Sehr gut. Komme ich ja sowieso nur aus dem Stream dann. Ja, tu dich nicht aber, es gibt genug Leute, die ihn. Gut, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Wir haben es damals so gemacht. Da hat der Easy einen Hype gehabt. Und dann haben wir mir halt Streamer gesucht und geschaut, wo die sind. Und geschaut, ob wir rausfinden, auf was für einem Server das sind. Connecten und suchen und erschießen. So einfach war das. Nein, damals war das noch ganz was anderes. Ich rede von vor 7 Jahren. Da war Streaming noch nicht das, was heute ist. Da hat es das einfach noch nicht gegeben, so, ja. Keine Ahnung. Schulzl, merci für den Euro. Ganz herzlichen Dank an den kompletten Rest, selbstverständlich auch. So, wie schauen wir jetzt halt aus? Weil Depf. Geil war's wieder. Herr Elias, das freut mich sehr. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Ich sag bloß, it's okay, it's okay. Ja, ist wieder ein Moment fürs ganze Jahr wieder. Ein Moment fürs ganze Jahr. It's okay, it's okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Mädel war oder ein Kind. Vor allem, der war gar nicht schlecht bewaffnet, gell? Der hat vorher die fetten Kanonen gehabt, der hätte uns voll umbringen können. Der hätte uns lang umbringen können, es hat mich gewundert, dass er nicht geschossen hat. Ich habe ja mit dem Scharfschützengewehr geschossen und dann einfach die Waffen gewechselt und weiterballert wie ein Behinderter. Ja, das muss sowas von aufs Shirt. Ich hoffe, Steffi B. schreibt mit. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so tragisch. Eigentlich habe ich gemeint, wenn du den Server zeigst, dann bist du auf 10 Minuten tot. Ganz ehrlich, ich verjähr. Aber gut, für das haben sie diese Server-Hopping-Mechanik eingebaut. Achtung, 5 Noob-Minuten für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Wenn man einen Server wechselt, dann ist erstens, so hat man das früher gemacht. Man hat sich ausgeloggt in einem PvP-Gebiet und dann ist man auf einem anderen Server gegangen, hat den Loot eingesammelt, hat sich am PvP-Gebiet wieder ausgeloggt, auf einem anderen Server eingeloggt, das PvP-Gebiet mit dem fetten Loot, ja, im Airfield oder sonst wo, eingesammelt und von Server zu Server. Folge daraus, keine alte Sau, hat jemals wieder in irgendeinem Militärgebiet irgendwas gefunden, weil alles leer gewütet war. Und deswegen ist es jetzt so, wenn du einen Server wechselst, dann kommst du random, völlig zufällig irgendwo auf der Map außer auf irgendeinem Spawnpunkt von einem Newbie, also von einem Frischling quasi. Damit soll verhindert werden, das Serverhopping, dass du einfach jetzt Militärgebiet in ganz der IC auf 100 Server lahramst. Und dass du nicht umeinander krampfst. Zum Beispiel, ich wechsle jetzt meinen Server zu dem Streamer, bin ich meilenweit weg. Und zurück zum alten Server. Wenn ich jetzt zurück zum alten Server, können wir auch machen. Aber der ist halt auch fast voll. Ja, da kommen nicht viele Leute dann auf von euch. So da. War super, wie immer ist nichts Neues bei deinen unterhaltsamen Streams. Herr Simato, das ist unfassbar, wie viel mir solche Worte bedeuten. Ich kann es gar nicht sagen. Ich freue mich jeden Tag drauf. Grüß aus Oberösterreich. Herr Simato, vielen Dank. Ich hoffe, ich hoffe, der Stream bleibt weiterhin so unterhaltsam für Sie, wie es gehört. Rotorex, die habe ich auch noch übersehen. Hat mir gefallen. Wegen dir, beziehungsweise durch die ich sie vor einem Jahr gekauft, hat mir gefallen. Jetzt kurz im selben Raum stehe. Grüße aus Oberösterreich. Herr Rotorex, es war mir eine Ehre. Und danke fürs nicht mit der Lucille, mit dem Baseballschläger, mit den Nägeln umbringen. Und tatsächlich war mein ganzer Loot noch da. Special Greets nochmal an, scheiße, ich habe den Namen vergessen. Sandro! Special Greets an den Herrn Sandro mit einem ultra geilen Schweizer Dialekt. Feier ich hart, Alter. Feier ich ultra hart. Rotorex, merci dir, grüß nach Österreich. Erdflöwe! Mir dornt ja nur die jungen Leute, die jetzt mit ihren gleichaltrigen Trotteln in der Schule sein müssen und sich den Schmerz von wegen, der ist so cool, wie lustig, haha, und hast schon gesehen, der hat's jetzt geoutet, so cool. Obwohl es vielleicht selber super Typen haben. Ja. Weißt du dann, was ich versuche, ich versuche mich selbst zu reflektieren als 12, 14, 16-Jähriger. Ich sag das, wie es ist, ich darf mich durch die ganze Schule fotzen, ich darf mich durchs ganze Leben fotzen, was ich für ein Vollspast war. Unfassbar.
Deswegen habe ich die Hoffnung noch nicht ganz verloren und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich werde langsam so erwachsen, dass ich kein Gefühl mehr habe für diese jungen Leute, was die gut finden. Und so hat das unsere Elternschaft auch gesehen und gefühlt, so quasi, was waren bei uns? Was weiß ich, wir haben ein Pokémon am Gameboy getauscht. Ja, wir werden halt einfach alt. Das ist ja, Sprenge, da hast du nicht recht. Nicht ganz unrecht, so meine ich. Und wir haben ein Pokémons am Gameboy getauscht. Oder irgend sowas, keine Ahnung, Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt. War das so viel besser? Ich weiß auch nicht. Uns haben halt schwul und der ganze Scheiß hat uns überhaupt nicht interessiert. Birger, ich verstehe es aber auch nicht und bin 24. Ja, gut. Ich gehe auch direkt auf die 40 zu. Du, so unfassbar weit bin ich da auch nicht davon weg. Alt, fett und langsam. Ja, und gern als dritte anschauen, so geht's mir auch. Was? Ja, und gern als dritte anschauen. So nein, ja gut, so weit bin ich noch nicht, dass ich mir die öffentlich-rechtlichen und das dritte anschaue. Und da dort. Aber da schaut der Mr. Fliege zum Beispiel. Ich bin 17 und check's nicht. Es ist auch nicht so, ich glaube zum Beispiel, dass die Leute mit meinem Content nichts anfangen können. Weil sie einfach nicht verstehen. Weil ich sehr viel meines Contents basiert aus meiner Jugend. Um ehrlich zu sein. Und damit kann halt die junge Generation nichts anfangen. Aber ihr. Deswegen glaube ich, ist bei uns der Altersdurchschnitt auch weit her als 16, 18 oder irgendein Scheiß, was sich viele Leute oft denken. Oder was am Anfang, zur Anfangs-YouTube-Zeit geheißen hat, ja, schauen Sie nur kleine Kinder an. Ja, YouTube ist aber jetzt 10 Jahre älter und die Leute, die so schon haben, auch 10 Jahre älter. Was darf dann ich sagen? Ich werde 49. Erwin! Das ist, 49 ist stabil. Yu-Gi-Oh! Mag ich heute noch und bin 25. Du, ich habe auch nichts gegen Yu-Gi-Oh! Wer das als Kinderspiel abtut, der soll halt einmal gegen jemanden spielen, und der es kann. Und dann frage ich nur mehr, ob es ein Kinderspiel ist. Genauso wie Magic. War mal eine Umfrage zum Altersschnitt. Das haben wir schon mal gemacht. Der Schnitt ist 25 aufwärts. Wie ist denn dein Durchschnitt? Laut YouTube auch 25 aufwärts. Der größte Teil ist zwischen 20 und 30. Also stabiler Altersschnitt. Ich bin auch 17 und seit 3 Jahren ein Riesenfan. Herr Stürzer, Max! Das freut mich. Das heißt nicht, dass ich gar keine so jungen Leute erreiche. Da bin ich mir sicher. Ich meine, wie gesagt, durch die Altersgruppe gibt es durchgehend. Post halt einfach jeder mal seine Jahreszahl rein, ohne jetzt da irgendeinen Bullshit einzuschreiben wie 69. Oder so. Einfach mal eine Zahl einer Jahre da rein. Ab geht's in den Chat. Also nicht, ja, Jahreszahl ist vielleicht ein bisschen bescheuert, einfach wie Alterssatz. Nicht 90er Baujahr oder 86er Baujahr, sondern einfach wie Alterssatz. Also keine Ahnung, 22 oder was weiß ich. Ich lese einfach einmal vor, da brauchst du bloß reinschauen. Ich sehe keinen einzigen, um ehrlich zu sein, unter 20. 1, 40, 24, 32, 32, 38, 30, 30, 25, 32, 30, 36, 17, 13, 32, 24, 39, 43, 32, 26, 23, 28 und das waren jetzt 3 junge. Mal weitermachen. 26, 23, 29, 39, 24, 18, 34, 27, 24, 30, 17, 35, 33, 31, 45, 23, 20, 15, 12. 12, Klosterbauer, du bist mit Abstand der Jüngste bis jetzt. Leigen 16, 13, 33, 15, 27, 20, 42, 19, 94 ist Baujahr hoffentlich. 33, 43 und so weiter. Sechst das? Da haben wir extrem wenig Leute unter 20. Extrem wenig. 47, 30, 16, 12, 27, 17, 23, 35, 41, 29, 36, 38, 18, 30. Leckt mir am Arsch, wir haben viel älter in der Community, als ich das dachte. Der Schnitt kommt auf alle Fälle hin. Der Schnitt ist zwischen 25 und 35. Da haben wir keine kleinen Kinder nicht. Ganz fucking, und das ist das, was mich so fasziniert. Dass sie das gestandene, erwachsene Leid anschauen, was ich da mache. Das macht es noch viel absurder, wie es eigentlich eh schon ist. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn ich sage an jeden Einzelnen, dann meine ich jeden Einzelnen. Egal, ob du damit Geld umeinander wirfst oder Mitglied bist oder nicht. Das spielt keine Rolle. Das habe ich schon immer gesagt und das werde ich hoffentlich auch für immer so beibehalten. Ich werde nicht um Donations betteln oder sonst was. Ich werde mich eher beschweren. Vielleicht auch ab und zu einmal ein bisschen künstlich, aber ihr kennt mich. Und wer das da möchte, merci, was soll ich sonst sagen, aber übertreibt es nicht und alles ist gut. Vielen herzlichen Dank. Bussi. Aufs
Boomer Nussi. Da. Und jetzt da ich sagen, schleicht man uns. Ich hab Hunger wie Sau auf Honig und Butterbrot. Weißt eh wieso? Weil du sauber ehrlich bist. Das ist auch manchmal ein bisschen ein Problem. Tu dich mal nicht weh. Es ist auch manchmal ein bisschen ein Problem, ja. Also ich bin immer haarscharf am Strike, so ist es auch nicht. Wenn ich sage, was ich mir denke, vorher ist mir zum Beispiel auch ein Wort rausgerutscht, ist, wenn der Falsche hört, dann hagelt es den Strike. Aber gut. Ist der Lee gone? Wastelbiegler. Wir haben ihn gone, aber wir haben unseren Loot wieder eingesammelt. Ja? Lee's Erection. Nächsten Montag gibt es Community Zock in DayZ. Ich sage einen Server, ich lasse euch im Discord wissen. Im YouTube Community Tab lasse ich es euch wissen. Und vielleicht mache ich sogar ein kurz Video. Also nicht ein Video, sondern eine kurze Insta-Story zum Teilen, wo ich kurz erkläre, was, wie, wann und so weiter und so fort. Der Likens schreibt, Donation-Erklärung. Stimmt, da wollte ich vorher noch was sagen, weil wir gerade dabei sind. Früher habe ich das öfter gesagt, aber mittlerweile ist es eigentlich wurscht. Es ist fast wurscht, weil vorher der Mr. PWWP, vielen Dank nochmal, und Cybergamer ebenfalls und alle anderen. Es ist egal, ob das ein 100er oder ein Euro ist. Es ist völlig Banane. Für mich, weißt du, was bei mir ankommt, für was ich das mache? So, da ist wirklich irgendeine fremde Person hergegangen und hat sich gedacht, weißt du was, ich finde geil, was du machst, da hast du einen Euro. Das ist eigentlich schon krass. Keine Ahnung. Das fasziniert mich immer wieder noch und das nach fast 5 Jahren immer noch. Lümse! Dann muss ja fast der Bug gewesen sein, dass wir gestorben sind. Ja, das stimmt. Wir wissen immer noch nicht, an was wir gestorben sind. Ich sag das, wie es ist. Wir haben entweder dem Server-Admin falsch aufgetreten oder uns hat jemand von der Entfernung weggesniped, der keinen Loot nicht braucht und hat uns nicht gelootet. Keine Ahnung. Andi, Dankeschön. Leute, aufhören jetzt mit Donations. Seriously, es war halt wieder mehr als genug. Sicher, dass du uns erwachsen nennen willst, nachdem wir uns deinen Quatsch mehrmals im Monat geben? Ja, auf dem Ausweis. Okay? Auf dem Ausweis bin ich auch erwachsen. Im Hirn bin ich bestimmt alles, aber nicht erwachsen. Und im echten, realen Leben bin ich auch alles, bloß nicht erwachsen. It's okay. Hashtag It's okay. It's okay, okay. Geil, Biffy. Hoi zusammen, CH. Bürger macht einen schönen Abend und grüß mir mal wieder die Bürgerin, bitte. Das mache ich dann. Merci und Ade beieinander. Herr Geil, Biffy, es war mir wieder mal eine Ehre. Bussi aufs Nussi. Bis zum nächsten Mal. So, Theorie, das war das Kind, wo ein Admin das erschossen hast. Ja, auch möglich. Alles ist möglich. Auf alle Fälle wird der Hashtag des Jahres bis jetzt ist Hashtag It's okay. Super geil. Beste Clip im Leben drin. Ich werde ja gleich noch mehr ausspeichern und im After-Stream-Service durchs Discord ballern, weil der wirklich... Felix! Danke, dass du mich immer zum Lachen bringst, bist der Beste. Felix, für das braucht sich keiner bedanken, das ist... Dankeschön. Leute, jetzt chillt's, nix mehr mit. Christoph! Dere Bürger, du Fettbeidel, wie geht's dann? Du Haderlumpen, Peter, Chris aus Oldendan. Behinderte geht's immer gut. Muss man wissen. Muss man aber auch wissen, aus Oldentan. Merci dir. Habe ich irgendeine Donation übersehen? Ich hoffe nicht. Wir hatten da was geschrieben, keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Leider, jetzt ist Schluss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das neue Mikro passt. Quali ist in Ordnung, Lautstärken ist in Ordnung. Ich muss mir vielleicht noch ein bisschen Druck wohnen. Aber das wird schon. Oh, Spendenerklärung. Ja, ich wollte was erklären. Egal ob kleine Donation oder große Donation. Wenn möglich. Es ist kein Weltuntergang mehr, wenn ihr den Superchat in YouTube benutzt. Aber von dem Superchat kriegt natürlich ein Teil YouTube. Und das hilft mir gar nichts. Ja, das macht weder... Ich darf nichts sagen, wenn... Wie soll ich sagen? Wenn da durch die Algorithmus-Revenue vom Stream steigen darf. Tut's aber nicht. YouTube zwackt sich von dem Geld ein Stückel ab. Vor allem, wenn es ein 50er oder ein 100er oder 25 oder 10 Euro sind. Ich merke, es werden mittlerweile immer mehr Leute. Und da zwackt sich YouTube einen Teil ab. Der ist aber nicht so tragisch. Weil ein Teil davon an Steuern in die USA bezahlt wird. Das heißt aber nicht, dass ich auch bei uns da nochmal Steuern drauf zahlen muss. Das muss ich aber sowieso, um das geht's nicht. Aber da kommt halt einfach ein Teil nicht bei mir an. Und ich habe halt schon manchmal so das Gefühl, dass die Leute eigentlich wollen, dass das bei mir ankommt und gar nicht wissen, dass ich da YouTube, weiß ich nicht, 10, 20, ich kann nicht mehr einschätzen, wie viel das ist. Ich weiß nicht, wie hoch das der Steuersatz in die USA ist. Ich habe keine Ahnung. Und
Zu einem gewissen Teil ist es auch in Ordnung, weil ohne YouTube, die Plattform muss von was leben. Das ist in Ordnung. Wenn es YouTube nicht geben darf, darf es mich nicht geben. Oder zumindest da auf irgendeiner Plattform nicht geben und so weiter und so fort. Aber ganz einfache Lösung. Es gibt in der Beschreibung da unten einen Link, einen Spendenlink. Da geht alles an mich. Da geht nur ein ganz kleiner Teil an PayPal. Ja? Also Transaktionsgebühr von, lass mich lügen, 22 Cent plus 2% des Betrages. Und es ist weit weniger, als die YouTube plus die USA-Steuer abzwar. Money! Merci für die, wie immer, gute Unterhaltung. Money, 22 Euro, 22 Cent free. Kann man jetzt nicht aufhören mit fucking Donations. Es ist halt wieder massiv eskaliert. Ich sage nicht, wie viel das ist, aber ich habe das Gefühl, es ist massiv eskaliert. Spendenaufruf für ein neues Mikrofon! Leute, Dankeschön. Und normalerweise, du musst dich da nicht, es ist deswegen nicht anders, die ganze Donaterei. Ja? Ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht bequemer über den Superchat, weil man sich vielleicht schon angemeldet hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es funktioniert über den Superchat, weil ich das selber noch nie da habe. Ich habe mein Bezahlkonto nicht mit YouTube verknüpft. Darum keine Ahnung. Und das andere, der Donation-Link da unten, ist genau dasselbe. Da kommst du auf der Seite, zahlst mit PayPal oder was auch immer, was du tust, und es geht halt alles an mich und nicht ein Teil, ein Drittel mindestens an YouTube. Geil, Buffet! Test! Ich wollte mal schauen, ob es funzt. 6 am Betrag. Kannst du mir ein Hörbuch machen? Ich höre da so gern zu. Hashtag Biergerlauf. Weißt du, was lustig ist? Da habe ich genau heute darüber nachgedacht. Irgendeine Geschichte schreiben. Also einfach so. Keine Ahnung, weil ich irgendwie aus irgendeinem Grund Bock hatte und dann ein Hörbuch draus machen. So. Ich glaube ja nicht. Für das fehlt mir die Zeit wahrscheinlich. Und ich bin ein ganz furchtbar schlechter Schreiber. Ich war beschissen in Deutsch. Ganz furchtbar beschissen sogar. Dankeschön. Leid, Dankeschön. Jetzt hört's halt auf. Sam Krause! Der Kniekranke hat auch noch einen hier. Aber wieso? Wieso? Ihr zwei Zipfel Alarms, spät's lieber Daisy. und prepared euch für nächste Woche Community-Zug. So schaut's aus. So. Ein sanftes Kruzifix zum Einschlafen. Ja, das ist immer gut. Ja, das ist gut zum Einschlafen. Kann man gut machen. So, und jetzt schleicht euch. Kruzifix noch. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön fürs Liken. Dankeschön für die Beteiligung im Chat. Dankeschön für die Donations. Dankeschön an alle Mitglieder. An alle neuen Mitglieder. Die alten Mitglieder. Press Triple F für die Moderatoren, die sie sowieso mittlerweile in Überstunden anschauen müssen. Weißt du selber, was es ist. Und jetzt halt schleicht euch verdammt nochmal ins Bett. Wir sehen uns am Micker mit God of War. Dann gibt es noch eine kleine Sneak Peek. Ich arbeite an einem Video, an einer Fortsetzung von etwas, was wir schon mal angefangen haben. Wird noch nicht am Sonntag kommen, aber gegebenenfalls am Sonntag in einer Woche. Momentan habe ich wieder Bock. Und jetzt schleicht euch, wir sehen uns am Micker um 20 Uhr. Nussi, Nussi! Achtung, Rest in Peace, Mr. Headphone, use! Hobby! Und jetzt schleicht euch, vielen Dank für alles. Habe die Ehre. Und niemals vergessen,